philosophy, but it's an idea. It's a goal. I told you my history is since the age of 6. I was with Anderlecht, always playing in the best teams, and I don't see the game in any other way than scoring goals. For me, that's the key thing, and it fits. It fits with, I think, what Bayern wants to express as well. It fits in what big teams needs to be, and I hope we can bring that again next season. And then the other side as well. I think it's the message you communicate as a team is so important to your fans as well. Is everybody will see the talented players and everybody will recognize the talent and say, well, it's normal that they win, or it's normal that they... But in reality, I would love this team to communicate something that is maybe not so normal, you know, like, can you be good individuals but also the best team? Can you be the most talented players but also the hardest working team? And I think then people go home and say, hey, I don't think I could do this. It's quite special what they do. I'm not someone that wants to overpromise as well. It's just hard work, a lot of work, and making sure everybody does that. And that message, if we can get this into the team this season, that would be my biggest goal. Frech, einfach 3 Sekunden zu früh rüber geswappt, wa? Aber mein Take hat ja nicht ganz gepasst von Kompanie. War ja frech. Glocken läuten auch, guck mal. 18 Uhr ist perfekte Zeit. Da läuten gleich die Glocken für den FC Bayern. So, was geht ab? Erstmal Mara, danke für den Raid. 6 Personen, Alter, ist ja richtig wild. So, Kara, moin. Hundenah, guten Abend. E-Mail Hase, servus. WhatsApp, guten Abend. Ambo, servus. Chico, servus. Maurice, servus. Chris, moin und servus. Deja, guten Morgen. Ja, oder auch so. Black Samurai, servus. Cordius, servus. Du magst auch die Message, dass hart gearbeitet werden wird? Ich auch. Ich bin sehr angetan. Ne? Denke, der eine oder andere Spieler wird sich beim Saisonauftakt umgucken. Und wird wahrscheinlich freiwillig den Verein flüchtend verlassen wollen. René, moin. Alma, servus. Zockst gleich nochmal, Kai? Das weiß ich noch nicht. Den schlottern schon die Knie, ja. Ja. Nee, schauen wir mal, ne? Aber es hört sich auf jeden Fall alles gut an, was er von sich gibt. Aber das hat sich beim Tuchel ja im Vorhinein auch alles gut angehört. Aber natürlich nicht so energisch wie jetzt, ne? Tuchel war da ja mehr so der Diplomat und bla und bla und bla. Jetzt hören wir ja schon klar, so, das wollen wir. Alle müssen mitziehen. Die Frage ist dann, was passiert, wenn nicht alle mitziehen, wa? Ob man dann die Eier hat, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Das wird halt das Interessante sein. Das glaube ich nicht, Tommy. Ich glaube nicht, dass so ein gestandener Nationalspieler sich ein halbes Jahr auf die Bank setzen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht Gucci Gnabry, ja. Kann ein bisschen shoppen gehen, aber alle anderen haben, glaube ich, einen anderen Anspruch an sich selber. Und ich glaube, selbst der Gnabry hat einen anderen Anspruch an sich selber, als beim FC Bayern ein halbes Jahr auf der Bank zu sitzen. Wäre jetzt so mein Take. Mourinho ist jetzt Fenerbahce-Trainer. Jo. Soll er sich gönnen, mal. Ja, gibt ja schon einige wilde Spekulationen mal wieder zu irgendwelchen Spielern. Ist ja wieder von bis. Ist ja wieder ganz wild. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bin auch erstmal positiv, was eine Kompanie betrifft.
Bin da auch keiner der schwarzen Maler. Warum auch? Hast bis jetzt nur positive Rückmeldungen zur Company von anderen Fans, die Dortmund, Köln und Frankfurt bekommen? Weiß ja nicht, was du davon halten sollst. Also mich interessieren Meinungen von anderen Fans relativ wenig. Also in England sagen sie, Company redet wie ein Politiker. So viel zum Diplomat Tuchel. Ja. England wird immer viel geredet. Marius, servus. Wir werden es sehen, ne? Wie gesagt, Worte ist das eine, Taten sind das andere, ne? Das wissen wir ja eh. Bin ich sehr gespannt. Olli, servus. Ja, ob Gnabry und Goretzka jemals wieder Nationalmannschaft spielen werden, ist mir persönlich scheißegal, um es mal klipp und klar zu sagen. Interessiert das relativ wenig. Warum man auf den Take kommt, I don't know. Dass die Deutschen in der Vorrunde ausscheiden, dann ist Nagelsmann auf jeden Fall weg. Und dann kommt ein neuer, ja, und vielleicht steht er auf dem Serge und auf dem Leon, wer weiß das schon. Also. Ansonsten mir persönlich auch völlig wurscht. Aber es sollte natürlich mal ein Fingerzeig für diese Spieler sein, wa? Vielleicht hinterfragt der Leon sich mal, anstatt sich in seinem Elend zu suhlen, warum er denn nicht dabei ist. Ja. Dieser Neuer macht einen positiven Eindruck. Naja, wie gesagt, das hat der Tuchel am Anfang auch gemacht, ne? Ja, ja, ich bin auch positiv. Erstmal früher das Putzelkader machen. Ja. Ja. Also ich sage ja, Kimmich geht, ne? Ich habe ja auch sein komisches, seine komischen Aussagen auf der Pressekonferenz gehört. Kann mir nicht vorstellen, dass ein Company sagen wird, so Kimmich darfst wieder in der Mitte spielen. Kann natürlich sein, dass ich mich maßlos täusche und dass ein Kimmich als Rechtsverteidiger bleiben will. Das wage ich ja ganz stark zu bezweifeln. Also von da gehe ich da schon mal aus, dass er wechseln wird. Beim Leon, ja, schwer zu sagen. Auch da glaube ich nicht, dass Kompany unbedingt ein Freund von Leon ist. Fußballerisch gesehen. Aber mal abwarten. Joki, servus, guten Abend. Stolzer Borusse bist du. Oh, stolzer Dortmunder, okay. Ich schaue schon ein paar Monate zu, weil ich deine Meinung sehr gerne höre gegenüber dem FCB. Sehe es ziemlich ähnlich. Alles seit langem. Tim, danke. Naja, ich könnte ja kurz was zum Champions League Finale sagen, aber das schenke ich mir besser als nicht Dortmunder. Zaungas, servus. Ich finde Kompanie eigentlich auch ganz gut. Überrascht mich halt nur, dass die Kompanie ernst gemeint auch so gut finden. Dass er mal was Frisches bei uns bringt und so weiter. Den verstehe ich nicht. Überrascht dich, dass die, wer ist denn die? Meinst du unsere Vereinsoberen oder was? Ich glaube, man hat jetzt auch irgendwann keine Wahl mehr gehabt, ne? Muss man ja auch mal ganz klar sagen nach der Farce. Man müsste eigentlich neue Sechser plus 2 Flügelspieler holen, wenn Davis Flügel wird, vielleicht Matzen holen als Linksaußenverteidiger. Ja, gehe ich mit. Also ich denke auch, wir werden in der Zentrale auf jeden Fall einen brauchen. Aber selbst wenn du auf Conny setzt, selbst Conny ist jetzt nicht so der super defensive Sechser. Gerade erst recht nicht, wenn wir wirklich mehr Pressing wieder spielen wollen, wäre Conny eine Position weiter vorne. Wahrscheinlich sinniger. Pavlo sehe ich jetzt auch nicht als so den defensiven Sechser. Ja, er kann das Spiel lenken, aufbauen und so. Das ist super bei Pavlo.
Aber ich glaube auch ein erfahrener defensiver Sechser, auch wie unter Tuchel, würde dieser Mannschaft auf jeden Fall gut tun. Ja, das denke ich auch. Und über die Außen, ja, da gehe ich auch mit. Wegen mir, aber da musst du die vorhandenen erstmal loswerden, ne? Aber da ist meine Meinung ja bekannt. Also Sané, Gnabry, Coman kannst du alle in Frage stellen, alle drei. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Da muss frische Luft rein. Ja. Um mal den ersten Hot Take zu bringen, habe ich ja mal gespannt. Scheinbar möchte Flick Coman zu Barca holen. Jo. Soll er doch machen. Ja, na klar wäre Bayern nicht abgeneigt. Nochmal, guckt euch King seine Historie an, Alter. Es wird ja nicht besser. Es wird ja von Jahr zu Jahr schlimmer mit den Verletzungen. Wenn du dann noch ein Angebot kriegst, was annehmbar ist, natürlich wirst du dann darüber nachdenken. Ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass King pro Jahr irgendwie 40 Torbeteiligungen hat. Wie denn, wenn er immer 1 oder 2 Drittel der Saison verletzt ist? Also. So, die Mara ist übrigens auch mittlerweile eingetrudelt, sehe ich gerade. Ich kann ja mal kurz Hallo sagen. Servus, ich bin schon die ganze Zeit da. Ja, habe ich nicht gesehen. Aber dann wissen wir, dass das sehr auffunzt. Kimmich bleibt. Kimmich wird der Gewinner bei Company. Aha, da bin ich ja mal gespannt. Ja, sein standardmäßiges Kauderwelsch. Kannst du auch nachlesen. Bei der Nationalmannschaft, was er gesagt hat. Er hat auf jeden Fall nicht klar gesagt, dass er sich zum FC Bayern bekennt. Also gehe ich davon aus, dass er offen ist für das ein oder andere Angebot. Er hat aber natürlich auch gesagt, der FC Bayern ist sein erster Ansprechpartner. Bla, Sülz. Niemand's kennt. Kimmich ist ja sein eigener Berater, von daher. Tops, servus. Glück auf. Hauptsache Sané verlängert, ja. Naja, der Winnie ist halt so wie... Überlege ich gerade. Es sind schon oft Brasilianer, sagen wir es mal so. Es gibt mit dir auch so ein Ronaldo zum Beispiel. Der brasilianische Ronaldo hat so eine Sache nicht gehabt, aber es sind schon oft die Brasilianer, denen das dann zu Kopf steigt. Siehe Neymar und so weiter. Dass er ein guter Fußballer ist, denke ich, steht außer Frage, ne? Aber dass er vom Typ her halt irgendwie... Ja. Was soll man dazu sagen? De Ligt wird der Verlierer bei Companys Gegenpressing-Fußball. Aha. Ich bin mal gespannt. Würde ich so nicht unterschreiben. Ja, Tim, alles gut. Ich weiß ja, was du meinst. Ach so, die anderen Fans von anderen Vereinen finden es nice, dass bei uns mal frischer Wind reinkommt. Aha. Okay, wild. Rock is cooking. Ja, es und alle, ganz viele haben Interesse und hast du nicht gesehen. Leute, wissen wir, kennen wir doch. Wir haben doch, wenn es danach geht, haben wir schon wieder 10 Spieler an der Angel. Ne? Ich glaube das auch nicht, dass ein De Ligt Verlierer sein oder Kompanie. Nee, sehe ich gar nicht. Erstens sehe ich nicht den Take, den Tuchel schon letztes Jahr gebracht hat, den ich für völligen Dumpfig halte. Als ob ein De Ligt nicht nach vorne verteidigen könnte. Also, nee, sehe ich auch komplett anders. Und ich denke, in Kompanie ist auch nicht so dumm, da hinten welche hinzustellen, ohne dass du einen hast, der wirklich der Anführer in der Abwehrreihe ist. Ich denke, gerade er wird das wissen. Also.
Und er hat gesagt, er möchte Spieler, die arbeiten, die hart arbeiten und die mitziehen. Ja. Ich glaube nicht, dass ein De Ligt einer ist, der das nicht tut. Aber wir werden sehen. Ne? Wir werden sehen. Ja, ich bin gespannt. Ich denke, es wird viel darauf ankommen, wer halt erstmal den Verein verlassen möchte. Vielleicht im Sommer noch nicht so viele. Kann ich mir auch gut vorstellen. Haben wir ja auch schon hier gehabt. Von wegen, ja, denen geht's allen zu gut, ich verdiene zu viel, bla bla bla. Wenn du denen aber klar kommunizierst, pass mal auf, du spielst hier keine Rolle mehr und die sitzen dann ein halbes Jahr auf der Bank, dann denke ich das schon, dass die umdenken werden. Ob man das tun wird, wir werden sehen. Ne? Ja, ihr wisst gar nicht, wie weit wir schon sind in der Transferplanung. Ihr wisst gar nicht, wen wir schon alles haben, ne? Brauchen wir nicht aufrollen, oder Chico? Erzählen können die alle viel. Wie gesagt, hört sich ja alles gut an, was bei uns gesagt wird. Will ich ja gar nicht abstreiten. Und ich freue mich auch auf die neue Saison. Und ich hoffe, die können es nur ansatzweise umsetzen, was sie alle von sich geben. Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ne? Aber das wird man halt sehen. Ich meine, ich war beim Tuchel auch gehypt. Gedacht, yeah, jetzt ist er da. Endlich. Einer, der durchgreift, der eine Leistung aufstellt. Und was hat der Tuchel getan? Nichts davon. Also bin ich weit davon weg, jetzt zu sagen, läuft alles, wird alles. Ja, auch wenn jetzt andere Personen an einer handelnden Stelle sind, aber nochmal, selbst diese Personen, ja, die man jetzt feiert für ein Company, wollten Tuchel behalten. Also, verstehst du? Da kann man dann noch ein bisschen kritisch sein, glaube ich, oder? Simon, servusle. Was sagt ihr zur Tarverpflichtung? Was sollen wir dazu sagen? Ich habe noch nicht gelesen, dass der bei uns ist. Oder habe ich was verpasst? Kann natürlich sein. Mit der Rasen jetzt ausgetauscht? Ich glaube kaum, dass es am Rasen gelegen hat, dass wir so viel verletzt hatten, wenn du darauf hinaus willst. Ob mit Company oder nicht, ein richtiger Umbruch muss her. Ja. Da gehe ich mit, Zaungast. Ja, Leute, ich lese die ganzen Gerüchte auch, aber sollen wir über Gerüchte diskutieren oder was? Das macht doch keinen Sinn. Das haben wir doch schon bei der Trainersuche gesehen, oder? Das ist doch bei der Spielersuche nochmal was anderes. Weil da kommen echt irgendwelche Leute und hauen einfach ihren Namen rein, nur um bei ihren jetzigen Vereinen besseren Vertrag auszuhandeln, damit es heißt, oh ja, komm mal, wir sind mit dem FC Bayern in Gespräche, bla bla bla. Also, Leute, wer da irgendwas drauf gibt, dem ist auch nicht zu helfen, leider. Naja, der Jong ist auch kein richtiger Sechser, wie wir ihn brauchen, oder? Die Jung-Thema haben wir jedes Jahr und jedes Jahr dasselbe. Ich sehe den Jong jetzt auch nicht als klaren defensiven Sechser, Alter. Das ist für mich auch eher was Offensiveres. Dann kannst du auch einen Pavlo auf die 6 stellen. Zumindest wie ich ihn bisher wahrgenommen habe. Ich würde mich da gerne verbessern. Alter, Leon geht nach Bochum wieder. Er macht das. Der FC Bayern finanziert das Gehalt weiter. Weil wir so gut sind. Ich bin ja nicht böse. Ich will den Sané bei uns auch nicht mehr sehen. Ich habe den 3 Jahre jetzt gesehen. Ich brauche den auch nicht. Sag ich dir, wie es ist. Erst recht nicht, wenn der weiterhin so extra Würste kriegen sollte. Also, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass das so sein wird. Weil wenn wir angeblich ein neues Team ja auch formen wollen, Team, wurde ja auch groß geschrieben, hat der Kompanie auch nochmal gesagt, dann kannst du keine Spieler so herausstellen und so eine extra Wurst geben. Das geht nicht.
Ja, das kannst du vielleicht beim Spieler machen wie Harry Kane, Alter, der dir 45 Buden in der Saison schießt. Den kannst du vielleicht mal so eine Extrawurst geben, aber doch kein Spieler wie ein Leroy Sané, der in der Rückrunde nicht ein gutes Spiel gezeigt hat, Alter. Ja, Katastrophe. Was da allein das für ein Zeichen an die Mannschaft war. Ja, also. Müssen wir ganz schnell von wegkommen. Aber das wird auch noch sehr interessant, ne? Ich denke, die interessantesten Personalien werden Kimmich und Sané werden, weil da die Verträge auslaufen in einem Jahr. Also da muss ja auf jeden Fall eine Entscheidung kommen. Entweder wird verlängert oder abgegeben. Ja, ist ja schön, dass ihr alle wisst, wie ein Company spielt, weil ihr euch irgendwelche YouTube-Videos reingezogen habt, Alter. Kriege ich auch schon wieder zu viel, wenn ich das lese, sorry. Echt. Ei. Wild. Ich glaube, wir sollten mal abwarten und ihn mal bei uns ankommen lassen und dann werden wir mal, können wir das gerne mal beurteilen, wenn wir mal ein paar Spiele von ihm gesehen haben. Ich finde das immer so witzig. Ja, da hat er so und so gespielt. Der spielte beim FC Bayern, der ganz genauso spielen. Ganz genauso. Ja, natürlich. Das für ein Take. Eieiei. Ich hoffe, dass Company, Upa und Minjay gut tun wird. Wenn sie es von ihm nicht lernen, dann gar nicht mehr. Ich glaube, ein Upa wäre schon der richtige Verteidiger. Upa ist eh ein guter Verteidiger. Minjay so in das Konzept passt, I don't know. Schwer einzuschätzen. Wer alles Gewinner und Verlierer ist, ohne dass man einen Ball gespielt hat. Wahnsinn, ja. Und wie auch schon jeder weiß, wie der FC Bayern spielen wird. Mit welcher Taktik. Ja. Weil so ein Trainer sich ja auch nicht weiterentwickelt oder irgendwas anpasst oder ändert. Nee, wir wissen alle, wie wir spielen ist, ja, oder? Du brauchst uns nicht mehr analysieren, du guckst dir einfach ein YouTube-Video an und dann weißt du, wie der FC Bayern die kommenden Jahre Fußball spielen wird. Sehr geil, oder? Ich habe das Champions League-Finale geguckt, ja. Kurzes Statement dazu. Ja, wenn du keine Tore spielst, kannst du keine Spiele gewinnen. Das Statement dazu. Ja. Aber so ist Fußball. Ich meine, wir haben es auch schon oft genug erlebt, wa? Noch auf ganz tragischere Weise, dass nicht die bessere Mannschaft unbedingt ein Finale gewinnt, ne? Junge, Alter. Das, was ich bisher von Winnie mitbekommen habe, ist mega sympathisch. Ja, finde ich auch. Freue mich und hoffe, dass er das umsetzen kann, was er möchte. Das hoffe ich auch, ja. Wichtig ist, dass endlich alle hinter Winnie stehen. Ja. Ich denke, das wird eh das A und O sein, oder? Er hat super, also er hat es ja kommuniziert, er hat super Vorstellungen, er weiß, was zu tun ist, wir müssen wieder eine Mannschaft werden, er hat es ja gesagt, auch nochmal in seiner, wo er gefragt wurde nach seiner Philosophie. Ist er natürlich jetzt nicht so weit drauf eingegangen, hat nur gesagt, so von wegen, Philosophie ist Tore schießen, ja, ist im Fußball immer eine ganz gute Geschichte. Aber er hat ja auch gesagt, dass ja auch ein hochtalentierter Spieler fleißig sein muss und dass viele einzelne gute Spieler ein gutes Team sein müssen. Ja. So, und da müssen wir hinkommen. Das waren wir nämlich die letzten 2 Jahre nicht. Wir waren kein Team auf dem Feld. Ne? Ich denke, da sind wir uns einig. Und wenn er das schafft, was er natürlich nur schaffen wird, wenn er den Rückhalt hat. Weil wir wissen alle, dass sich Spieler wie Kimmich, Goretzka, Müller, Neuer, die werden wieder irgendwas finden, wie es beim Nagelsmann war, wie es beim Tuchel war, wie es beim Carlo war. Irgendeiner wird irgendwas finden, wird nicht zufrieden sein, wird rumheulen, will seinen Kopf durchsetzen. Und da musst du, ja, entweder im Idealfall sind schon ein Teil der Spieler davon weg, ansonsten musst du den Spielern klipp und klar sagen, was Phase ist von Vereinsseite. Und dann wird alles gut, ansonsten nicht. Ne? Keine Frage, das, was Kompanie sagte, Hand und Fuß, und trotzdem erinnert er mich an einen Uni-Absolventen, der voller Enthusiasmus in seinen Job startet, schnell an Realität scheitert. Worauf? Warum erinnert er dich daran? Auf welcher Grundlage?
Ich schaue heute keinen Fußball, nee, das interessiert mich so gar nicht, das Spiel. Ich muss. Thema De Ligt, ein Winzer war Verteidiger. Wer kann ihn besser beurteilen als ein Nagelsmann auf dem Kopf oder Tucholinho? Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein Praktiker wie Vincent bei der eines IVs sieht, strahlt die 2 Folgen Theoretiker. Ja, I don't know. Kommt natürlich darauf an, wie es ja hier gerade schon stand. Ja? Viele wissen ja schon, wie wir unsere Innenverteidiger zu spielen haben. Kommt natürlich darauf an, was er für Vorstellungen hat. Ja. Und dann wird man sehen, welche Vorstellungen er hat und ob welche Innenverteidiger dazu passen und welche halt nicht. Ne? Ja, ich denke, wenn ich den Winnie so sehe und ich denke, er wird sagen, Männer, wir trainieren jetzt die Dreierkette, wir spielen die Dreierkette und dann kommt Manuel Neuer zu ihm, ey, Winnie, pass mal auf, ne? Das geht so nicht, da haben wir keine Lust drauf. Dann schätze ich den Winnie so ein, der wird einmal so machen. Und dann ist Ruhe. Da würde ich schon mal Mäuschen spielen wollen. Ach, herrlich, ey. Wir haben noch gar nichts am Kader gemacht, der eine komplette Baustelle ist. Bin noch sehr skeptisch, was neue Saison angeht. Ja, wir müssen nur erstmal abwarten, was passiert mit dem Kader, oder? Naja, Tah war ja schon öfter angerücht. Und er ist auch ein guter Innenverteidiger, keine Frage. Aber da müsstest du ja wirklich erstmal einen Innenverteidiger abgeben. Wir haben 4 Stück. Also, was sollen wir mit 5 Innenverteidigern? Erst recht, wenn ein Trainer da kommt und sagt, ja, meine Philosophie ist, Tore zu schießen. Also, dann brauchst du was anderes wie 5 Innenverteidiger, oder? Aha, warum tat das denn weh, wenn Toni Kroos mit Real Madrid die Champions League gewinnt? Also mir tat das nicht weh, auch nicht, dass er ein Küsschen von Alaba gekriegt hat. Mir doch egal. Also. Nur weil die mal bei uns in unserem Verein gespielt haben, oder was? Nee, war mir Wumpe. Langsam wäre es mal Zeit, den ersten Transfer fix zu machen. Aha. Warum? Starten wir in die Vorbereitung morgen oder was? Leute, der Eber macht das schon. Macht euch keine Sorgen. Es läuft. Es läuft alles im Hintergrund. De Ligt und Upamecano werden so profitieren von Vincent. Aha, warum? Nur weil er ein Innenverteidiger war, oder was? Warum zählst du nur 3 der 4 auf? Warum wird ein Erik denn dann nicht profitieren? Ja, wie gesagt, ich habe das ja letzte Saison gelernt, ne? Mit dem beurteilt, was man tut und nicht, was man sagt. Ich werde mich nicht nochmal so weit aus dem Fenster lehnen wie beim Tuchel. Ich habe gelernt. Ja, kannst du natürlich nicht bringen, ne? Potzkurt. Also Pavlovic und Wanner auf dem Sechser spielen. Also ich weiß nicht, Wanner hat natürlich eine gewisse Entwicklung genommen, aber ich weiß doch gar nicht, ob Wanner wirklich ein Sechser ist. Den glaube ich auch eher als Achter sehen. Oder als Zehner, wie als Sechser. Und natürlich wäre es schon sehr wild, ne? Ich glaube, es wird schon erfahrener im zentralen Mittelfeld schon nicht so schlecht sein, glaube ich. Wäre auf jeden Fall mutig, sagen wir es mal so. Welchen Position würdest du nachrüsten? Ja gut, das sollte ja klar sein, oder? Ich denke, im zentralen Mittelfeld brauchen wir auf jeden Fall was. Wir brauchen einen linken Verteidiger. Vielleicht, sei denn man hat die Eier dazu, die Jugend da einzubinden als linker Verteidiger. Ich persönlich sehe zum Beispiel keine 60, 70, 80 Millionen für Hernandez als linker Verteidiger. Sehe ich gar nicht. Gar keine Notwendigkeit, auch wenn du einen Davis abgibst.
Ansonsten außen musst du auf jeden Fall was machen. Ne? Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Und ansonsten sieht es so erstmal ganz gut aus. Ansonsten kommt es dann darauf an, was gibst du ab und dann musst du einen Ersatz bekommen. Ne? Aber ich denke, es wäre auch schon ein Zeichen, wenn du jetzt nochmal einen Außenstürmer verpflichten würdest an die auch da sind. Ne? Die auch gleich wissen, woran sie sind. Meiner Meinung nach eine Farce, dass scheinbar wieder Verhandlungen mit Davis aufgenommen wurden. Wer sagt das denn, Henry? Wer sagt das? Hau doch mal jetzt mal einen raus. Wer sagt das denn? Hau mir mal eine Quelle raus, wer das gesagt hat. Hat das ein Max Eberl oder ein Christoph Freund gesagt? Oder wer hat das gesagt? Oder hast du das in irgendeinem Schmierblatt gelesen? Alter, was ist denn los? Die Verteidigung gewinnt Titel. Aha. Ja, für den Verdienst ist die Spielweise für mich vom Sané auch zu wenig. Aber da sehen ja auch einige anders, was auch völlig fein ist. Wie gesagt, würde Sané mal die Leistung aus der Hinrunde über eine ganze Saison bringen, kann man ja auch darüber reden. Aber naja, ja, nur weil sie Freunde sind, wird natürlich ein Sané bis sein Karriereende beim FC Bayern spielen. Ja, gehe ich auch von aus. Wild! Hast du mitbekommen, dass Didi wieder einen rausgehauen hat über Harry Kane, weil er so frech war, sich mit einer Rückenverletzung auswechseln zu lassen? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Ist Didi wieder auf Mutter gegangen oder was? Wann ist Transferschluss? Keine Ahnung. 31.8. oder sowas? Google doch mal. Weiß ich nicht. Der Kompanie hat das noch nicht gesagt, wie er spielt. Nee, aber wissen doch trotzdem schon alle, oder? Didi-Bashing oder was? Frech. 1.7. bis 2.9. Guck mal. Können wir doch noch gar keinen Spieler verpflichten. Wild, oder? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir werden sehen, ne? Ja, Botzkot, ich weiß, dass ein Kompanie Ballbesitz Fußball spielt. Aber nur weil sich ein YouTuber da hinstellt und das analysiert hat, wie ein Kompanie letztes Jahr oder die letzten 2 Jahre gespielt hat, heißt das doch nicht, dass er denselben Bums bei uns spielt. Wir sind der FC Bayern, wir werden immer Ballbesitz Fußball spielen, weil du gar nicht anders spielen kannst in der Bundesliga. Ja, aber daraus abzuleiten, dass die Innenverteidiger sich genauso verhalten, wie sie sich da verhalten haben, fühle ich persönlich halt nicht. Ja? Weil du musst doch mal gucken, welche Innenverteidiger standen da zur Verfügung, welche Innenverteidiger stehen ihm jetzt zur Verfügung. Also, nee, sorry, gehe ich nicht mit. Dass er einen offensiven Stil hat und dass er auf Ballbesitz ausgelegt ist und dass er auch auf Pressing vielleicht ausgelegt ist, alles gut. Wir können uns ja auf ein paar Schlagwörter einigen. Aber wir können doch nicht ins Detail gehen und zu sagen, ja, aber die Innenverteidiger werden jetzt bei uns genau so spielen. Aha. Nee, sorry. Das fühle ich persönlich nicht. Ich schaue die EM. Na klar, schaue ich die EM. Paulo! Vielen lieben Dank für dein Primey im 2. Monat. Vielen lieben Dank. Zu Sané und anderen, die meinen, man müsste sie bevorzugt behandeln. Ein Trainer muss jeden Spieler gleich behandeln, genauso wie ein Lehrer. Ja, wie gesagt, wenn du so ein super Ausnahmespieler bist, kannst du natürlich gewisse Sachen vertreten. Aber wenn du ein Spieler bist wie Leroy Sané, der in der Rückrunde so eine Leistung gezeigt hat, kannst du das halt einer Mannschaft nicht vermitteln, warum dieser Spieler aufgrund dieser Leistung diese Extrawurst kriegt. Was war in der Rückrunde? Eine Torbeteiligung?
In der ganzen Rückrunde? Als offensiver Spieler? So, wie willst du das vermitteln, Alter? Das geht halt nicht. Ja. Euch, danke für 100 Bitties. Eure Spieler euch gut ersetzen werden Anfang. Ja. Die müssen ja noch nicht mehr gut sein, die müssen nur das Potenzial haben, gut zu werden. Und Bock haben und arbeiten wollen. Und stolz sein, das Wappen des FC Bayern zu tragen. Dann sind wir auf einem guten Weg. Ja. Vorsika, moin. Bei mir ist alles fit, ja. Hoffe bei dir auch, Vorsika. Eden, Hallöchen. Ich glaube kaum, dass wir jetzt irgendwelche Vertragsverhandlungen für die Spieler werden jetzt mit dem Kopf bei ihrer Nationalmannschaft und der EM sein. Ja, die Spieler, die einen Berater haben, die führen natürlich trotzdem Verhandlungen über den Berater. Aber das hat ein Kimmich natürlich nicht. Also von daher. Ascheran, servus. Ja, ist doch okay, Vorsicker, wenn sie verlängern. Also nochmal, es hat doch jeder, wegen mir hat jeder Spieler eine weitere Chance verdient. Ja. Habe ich gar kein Problem mit. Ich habe gar kein Problem damit, wenn Kimmich jetzt auf einmal wieder performt, wie er vor 2 Jahren performt hat. Da war Kimmich eine Maschine. Ja. Habe ich gar kein Problem mit. Und wenn Leroy mal eine ganze Saison durchperformt, ja, dann ist ein Leroy auch eine Maschine. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. So. Wenn er das hinbekommt, der Kompanie, dass das so ist, ja, do it. Ja. Do it. Dann kannst du natürlich noch über die Thematik reden, dass die Spieler trotzdem zu viel verdienen. Da ist dann Eber gefragt, welche Summen da jetzt ausgehandelt werden bei einer Vertragsverlängerung. Ist natürlich schwierig im besten Fußballeralter mit letzter oder vorletzter großer Vertrag da irgendwie weniger zu bieten, als wie sie aktuell haben. Bin ich sehr gespannt. Aber wenn die Leistung stimmt, ist ja alles gut. Ja. So, du musst diese Spieler dann einfach nur knallhart rausnehmen, wenn die Leistung halt nicht stimmt. Das ist doch der einzige Knackpunkt, den wir haben. Und das wurde bei diesen Spielern die letzten 2 Jahre nicht getan. Ganz im Gegenteil, guckt euch an, wie ein Leroy verhätschelt wurde die letzte Saison. Welches Alleinstellungsmerkmal er bekommen hat. So, das geht halt nicht. So, und davon müssen wir wegkommen. Dann ist alles gut. Ja? Sollen sie verlängern? Bringen sie keine Leistung, setz sie auf die Bank, dann sind sie im Winter kannst du sie verkaufen, dann haben sie einen längeren Vertrag, dann haben sie auch einen höheren Marktwert und alles ist fein. Fertig. Punkt. Wo ist das Problem? Ja. Wir wollen ja nicht darüber reden, dass das schlechte Spieler sind. Die müssen halt einfach nur mal an ihr Leistungsmaximum kommen und das dauerhaft. Dann ist doch alles gut. Aber das haben sie halt seit 2 Jahren nicht, weil sie aber auch nie in Konkurrenz gesetzt wurden. Nie. Ja, das ist der Sané, das ist der Kimmich. Alles gut, die spielen immer. Ist egal, welche Leistung die bringen. Das ist doch das Ding. Wenn sonst Fairway noch nicht auf ist, kann es auch keine Transfers geben, die man vermelden kann. Das ist vollkommen richtig. Zack, Kopfnuss, ganz genau. Ist das an Gerüchten 3 Millionen Attentat? Aktuell haben wir 4 Innenverteidiger, ne? Kommt drauf an, wie der Sportvorstand, Sportdirektor und der Trainer planen, denke ich, ne? Wenn du einen Tag günstig kriegst, ich glaube, der hat eine Ausstiegsklausel, oder? Und holst das Geld durch den Verkauf wieder rein. Ja, muss man halt wissen, ne? Welche Art Innenverteidiger man haben möchte. Meinung zur Arbeit, die Perez in Madrid macht? Nee, habe ich nicht. Bin nicht im Real Madrid Game drin, Alter. Sollten wir wieder mal keinen richtigen Sechser zu uns holen, könnte man es mal mit Eric Dyer auf der 6 versuchen. Und auch da wird man sehen, welche Vorstellungen da sind. Vielleicht versucht man es auch mit Upamecano auf der 6. Hm? Wer weiß. Wir wissen es halt nicht, welche Gedanken intern da sind. Das werden wir halt sehen, wenn die neue Saison startet.
Naja, der Tar hat schon auch vorher schon bewiesen, dass er ein guter ist. Ja, er hat dann eine schlechte Saison gehabt, da hat ganz Leverkusen eine schlechte Saison gehabt. Aber davor war er auch schon der starke Spieler in Leverkusen. Da habe ich mich schon gewundert, warum man sich mit dem Spieler nicht beschäftigt hat. Also ich sehe den Tar nicht als One-Season-Wonder. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, Verlierer werden Mazraoui und Kumar, Gnabry und Goretzka werden, wenn Kimmich akzeptiert, rechte Verteidiger zu sein, mit der größte Gewinner. Okay. Weiß ich nicht auf welcher Grundlage, aber... Okay. Also wenn Mazraoui so performt, wie die letzten Spiele performt hat, wüsste ich jetzt nicht, warum man ihn als großen Verlierer sehen sollte. Es wird immer mehr geredet, als passiert, ne? Das ist richtig. Das ist richtig, dass die Unmotivierten so viel bei uns verdienen, wie sie wahrscheinlich nicht woanders verdienen werden. Ne? Von Goretzka, Kimmich, daneben genau wird nur einer gehen. Wir werden sehen. Opa kann es abgeben. In 3 Jahren keine Entwicklung zu sehen und in den entscheidenden Spielen versagt bis zum geht nicht mehr. Aha. Also den Take gehe ich auch nicht mit. Ich denke, beim Opa hat man ganz klar eine Entwicklung gesehen. Ja, diese Aussetzer, wenn du das nimmst als Take, hast du recht, dann gibt es da keine Entwicklung. Und dann ist es irgendwann auch nicht mehr ausreichend für den FC Bayern, da gehe ich mit. Aber das ist Opa keine Entwicklung, keine Entwicklung zu sehen, weil er hat ja selbst unter Tuchel eine Entwicklung zu sehen. Als einer der wenigen Spieler. Also ich denke, Opa war der stärkste Innenverteidiger in der Hinrunde. Ohne Wenn und Aber. Und auch der stabilste. Aber ja klar, wenn er immer in den entscheidenden Wochen diese Aussätze hat, ist es kein Bayern-Niveau. So, dann musst du ihn abgeben, da brauchen wir nicht drüber reden. Oder ihn vielleicht auf eine andere Posi setzen. Ja. War selten so gespannt auf einen neuen Trainer wie bei Vincent Kompany. Ja, weil er einfach nicht einzuschätzen ist, ne? Ich denke ja, das ist das, oder? So, sonst wusstest du ungefähr, was du bekommst. Ja? Bei den Trainern, die gekommen sind. Und ein Kompany ist halt noch so ein unbeschriebenes Blatt. Und er haut so eine starken Statements raus, so dass wir alle gespannt sind, ob er die durchbringt oder nicht. Ja, von daher ist es so interessant, denke ich. Für einen Kaschmir-Hooligan. Wild. Banner ist ein 10er. Ja, ich nehme ihn auch eher als 10er als als 6er, ne? Legran, vielen lieben Dank für dein Primey. Danke. Ein Umbau beim Verein wie FC Bayern geht halt nicht in eine Transferperiode. Weiß ich nicht. Könnte schon gehen, glaube ich. Kommt darauf an, wie sehr man das möchte. Und wie klar man kommuniziert. Holen wir einen Schupo-Ersatz? Ja, Zirkzee, oder?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich tue mich immer schwer damit. Zu sagen, nur weil er ein sehr, sehr guter Innenverteidiger war, profitieren jetzt alle Innenverteidiger davon, dass er unser Trainer ist. Das ist halt die Frage, wo er das Augenmerk drauf legt, oder? Dass er da den einen oder anderen mit Sicherheit ein paar Tipps geben kann, so logisch. Aber jetzt zu sagen, die machen jetzt da den Mega-Stepper nochmal, weiß ich auch nicht. Den Kasten Bier, dass Davis auf einmal bleiben will. Ja, er braucht den doch gar nicht. Was wollen die mit dem? Keine Ahnung, ob Real den braucht oder nicht. Das wird natürlich auch eine Grundvoraussetzung, also Kompany will Pavlovic weiterentwickeln und jeden anderen Spieler auch. Das wird natürlich auch eine Grundvoraussetzung gewesen sein. Ja, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Also, es wäre ja fahrlässig, jetzt einen Trainer zu verpflichten, der keinen Bock hat, die Spieler weiterzuentwickeln. Also. Tja, Berger, servus. Mein Vorschlag, Trainer stärken, Interviewverbot für alle. Außer Eberl und Freund. Kader ausmessen, alle Positionen doppelt besetzen, Konkurrenzkampf stärken, Leistungsprinzip etablieren und so weiter. Ja, ich kenne auch den Matzen-Take. Leute, bleibt doch mal ruhig. Hat der Matzen nicht im Champions League-Finale das 2:0 Real Madrid aufgelegt? War das nicht der Matzen? Also ein Opa wird dafür gesteinigt bei uns und dann jetzt wurden alle in Matzen verpflichtet, der Real Madrid das 2:0 aufgelegt hat. War doch der Matzen, glaube ich, oder? Und dann den Sargnagel drauf gemacht hat auf Dortmund. Merkt ihr was? Jetzt als Messias zu sehen, oder was? Weil er mal mit Kompanie gearbeitet hat. Aha. Schon wild. So, Videos während der Sommerpause? Ja, zur EM halt, ne? Oder wenn irgendwas Festes passiert. Aber ich werde keine Videos machen zu... Komm, wir gehen jetzt mal alle Schlagzeilen aus allen deutschen Zeitungen durch und gucken mal, wer beim FC Bayern im Gespräch ist. Also. Ja, nochmal, wer hat das denn gesagt, dass wir mit Davis verlängern wollen? Haut mir gerne mal eine Quelle in den Chat. Maura Bauer, moin. Tenexi, guten Abend. Sky hat das mit Davis berichtet. Wow. Da Kompanie scheinbar fest mit ihm planen wollte. Okay. Hat eine Kompanie das geäußert? Das irgendwo gelesen, wo ein Kompanie zitiert wird? Oder ein Eberl oder ein Freund? Also ich denke, wir werden in der Sommerpause, glaube ich, weniger Streams machen wie mehr Streams. Weil mich dieses ständige Wiederholen einfach nervt, Alter. Und ich einfach keinen Bock habe auf irgendwelche dummen Spekulationen. Ja, wir können uns hier hinsetzen, können jede Woche irgendwelche Schlagzeilen von der Bild, von Sky, von der SZ, von FC Bayern Insight und sonst was. Leute, was ist denn los mit euch? Nehmt doch mal die Fakten, die da sind. Wenn der FC Bayern da mit Davis verlängert hat, ja, dann kann man das ja kritisieren. Aber ihr kritisiert hier gerade Dinge, die irgendeine Zeitung schreibt, Alter, wo noch nicht mal zur Quellenangabe da ist. Verstehst du? Nee. Da können wir diesen Stream gerne machen, dann wird es aber auch der letzte in der Vorbereitung gewesen sein. Habe ich nämlich keine Lust zu. Man kann ja Meinungen austauschen, alles gut. Aber ich muss keine Meinung über irgendwelche Schlagzeilen in irgendwelchen Zeitungen diskutieren, Leute. Da habe ich keine Lust zu. Für mich ist jeder Weltklasse, der unter den Top 30 der Welt auf seiner Position ist.
Ja, aber wer definiert denn die Top 30 einer Position? Dann gibt es für dich also 330 Weltklasse-Spieler. Auch schon wild. Und was ist dann die Steigerung für dich? Also für mich ist das sind das keine Weltklasse-Spieler. Ja. Für mich sind Weltklasse-Spieler Messi und Ronaldo, das sind oder waren für mich Weltklasse-Spieler. Dann rede ich von Weltklasse. Aber das ist ja so eine Definitionsgeschichte, ne? Also für mich gibt es keine 330 Weltklasse-Spieler. Definitiv nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Boss Kurt, was Plettenberg sagt, spielt gar keine Rolle. Welche Position hat der denn im Verein, dass der irgendwas berichten kann? Ich glaube gar keine. Doch, der sitzt immer an der Seener Straße in seinem Abhörvan mit seinem Richtmikrofon. Ja, alles gut. Ich habe doch da gerade was zu gesagt. Oder? Damit sollte das Thema auch abgehakt sein. Traut sich der Vincent Neuer endlich die Binde wechseln? Ich hoffe es. Mann, ich hoffe es. Ist auch ein Thema, wo man reden kann. Ja, generell. Kapitän man sollte jetzt wirklich, Eberl hat es ja auch gesagt, man sollte den Cut machen und man sollte auch mal die oder den Spielerrat, nennen wir es so, den Spielerrat mal durchrütteln und mal in Frage stellen. Ja. Auch da muss man mal ein Zeichen setzen. Und ich würde Neuer auch die Binde wegnehmen. Ich denke, die Zeiten, wo ein Torwart eine Binde trägt, sind eh vorbei in der heutigen Zeit. Bayern hätte wohl BVB auch besiegt. Aha. Wild. Glaubst du, Davies wird verlängern bei uns und es sind gerade wieder Gespräche? Na. Kaschmuligen, moin. Ja, Daniel, habe ich ja gerade erklärt zum Opa, ne? Ich ja nicht wiederholen jetzt. Ja, Manfredo, da reden wir in jedem Stream drüber, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Kannst halt nicht jetzt, wie willst du das jetzt umsetzen? Willst du jetzt ein Kimmich sagen, pass mal auf, Josh, du verdienst gerade 22 Millionen, ich gebe dir jetzt 5 Millionen und du kannst 17 Millionen dir per Prämien über die Saison verdienen, oder was? Wie willst du das kommunizieren? Es wäre schön, wenn es so wäre, ja, aber das ist halt ein Unding. Sei denn, du kommst damit klar, dass der Spieler dann nächstes Jahr den Verein ablösefrei verlässt. So. Dann kannst du den Tag vielleicht bringen, aber welcher Spieler wird sich denn darauf einlassen in der heutigen Zeit? Marco, guten Namen, die Hübschen. Schuppo-Ersatz bedeutet für mich ein älterer Spieler mit viel Erfahrung und kein junger. Aha, warum? Gibt es da nur einen plausiblen Grund für? Ich glaube nicht, oder? Ich wüsste nicht, wo Schuppo jetzt in der letzten Saison mal seine Erfahrungen hat ausspielen können. Also seine Kurzeinsätze waren alle eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe.
Junge, Junge. Kaufst du das neue Bayern-Trikot, Kai? Sehr wahrscheinlich nicht, ne. Hat mich noch nicht so gecatcht. Vielleicht eins der anderen, die noch kommen werden. Weiß ich aber nicht. Ich muss das irgendwie in meiner Natura sehen. Hast du ein Trikot von uns mit dem Club WM-Logo? Ja. Habe ich. Eine schwarze halt. Also wenn wir von dem gleichen reden, ist das Club WM oder ist das Club WM, oder? Das ist dieses Champions League Logo, was du ein Jahr tragen darfst. Nee, ist glaube ich das Champions League Logo. Sowas kannst du nur tun, wenn es andere Vereine auch tun, sonst will kein Spieler finden. Ja, weiß ich nicht. Also du kannst das schon bringen, glaube ich, in diese Richtung zu gehen mit den leistungsbezogenen Verträgen, auch wenn andere Vereine das nicht tun. Du musst halt einfach die Spieler davon überzeugen. So, und die Spieler müssen halt beim FC Bayern spielen, was der FC Bayern ist. Ich glaube, dann geht das schon. Weil wenn sie die Leistung bringen, werden sie das Gehalt ja trotzdem erreichen, was sie woanders auch verdienen können. Aber du kannst natürlich jetzt nicht so ein wie ich es gerade gemacht habe, Beispiel Kimmich, ja. Der wird dir wahrscheinlich sagen, was ist los mit dir? Tommy und Zaungast, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass ihr euch nicht einig werdet bei dem Thema? Davis geht, brauchen wir keinen neuen, einfach Mazraoui links hinten stellen und gut ist. Ja, zum Beispiel. Du hast aber auch einen Aznu, du hast einen, Alter, es ist soweit. Du hast einen Kretzig. Ich sehe es nicht, dass wir auf der linken Verteidigerposition 40, 50, 60, 70, was weiß ich, ausgeben müssen. Also sehe ich persönlich gar nicht. Sorry. Du hast einen Guerrero auch noch. Ja, wie du es auch selber schreibst. Also, nee. Ich persönlich sehe das auch nicht. Hängt aber natürlich davon ab, welche Art Linksverteidiger willst du haben. Ja? Für mich ist auch ein Davis kein Linksverteidiger, Alter. Sorry. Ich denke, das hat der letzte so ganz klar unter Beweis gestellt. Ja, ein Guerrero ist jetzt auch nicht der defensiv stärkste Linksverteidiger. Aber Mazraoui hat es ganz gut gemacht. Und wie gesagt, da musst du halt mal ein Talent entwickeln. Wofür hast du das Talent verpflichtet vom FC Barcelona vor 2 Jahren? Der Tuchel hat nicht die Eier gehabt, den mal zu bringen. Ja, vielleicht hat Kompany die Eier. Und vielleicht, du musst es halt ausprobieren. Ja, so, sonst wirst du nie herausfinden, ob der Spieler das packt. Siehe Pavlovic. Siehe Musiala. Den musstest du damals auch ausprobieren. Nimm Schweinsteiger, Müller, Bartstuber, wie sie alle hießen. Alaba, Lahm. So, du musst es ausprobieren. Ne? Du musst dem Spieler da hinstellen und ja, entweder packt das oder nicht. Und wenn das nicht packt, ja, dann kannst du immer noch in einem halben Jahr oder in einem Jahr zusehen und einen anderen Spieler verpflichten. Also. Aber immer dieses, so, wir verpflichten erstmal ein und ja, wofür verpflichtet man die Talente? So ein, weißt du? Verpflichtest Talente für was weiß ich, wie viele Millionen, um was zu tun? Um sie dann erstmal 8 Jahre auszuleihen oder was? Also, das ist wild immer manchmal. Marc, servus. Und Schalke kommt doch auch wieder ein Nachwuchsstürmer zurück, da ihn Schalke nicht kauft. Ja gut, dass genug zurückkommen, die meisten werden wahrscheinlich wieder verliehen werden, wa? Aber nochmal, wenn du halt so eine Baustelle hast, jetzt zum Beispiel auf der linken Verteidigerposition, du hast einen Mazraoui, gut, wenn du meinst, du willst einen Mazraoui abgeben, okay, ja, dann gehe ich mit, dann würde ich auch einen linken Verteidiger verpflichten, wenn du Davis auch abgibst. So. Dann fühle ich das. Aber ansonsten, wofür? Da, 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 da. Denkst du, dass Kretzi nochmal Fuß an kann, München? Auf jeden Fall. Also der spielt so unbekümmert, wie er bei uns war. Auch so selbstbewusst. So gar keine Berührungsängste, nicht schüchtern, voller Selbstbewusstsein. So Thomas Müller mäßig, wo Müller jung war. Also glaube ich schon.
Glaube ich schon. Wird aber spannend zu sehen sein natürlich, ne? Fakten sind, es gibt eine EM bald, das ist richtig. Ja. Ja, ich kann über die EM halt nicht so viel sagen, Karawa. Ja, Dijan. Da gibt es genug Beispiele, ja, wo auch der Plettenberg dummes Scheiße gelabert hat und einen Tag später wurde das Gegenteil bewiesen. Also, na klar, wenn du dich Tag und Nacht damit beschäftigst und wenn du vielleicht auch ein paar Insider-Infos bekommst, dann kannst du natürlich spekulieren. Und das ist, was Journalisten machen. Und das ist auch völlig okay. Ja. Nur ich persönlich habe halt keine Lust, jeden Furz, den irgendwelche Journalisten von sich geben, zu diskutieren, Alter. Da habe ich einfach keine Lust zu. Das ist mir einfach zu dumm. Ja, dafür brauche ich nicht streamen. Dafür brauche ich meine Zeit nicht verschwenden. Da kann ich andere Dinge machen. Ja. Das ist alles. Kann ich auch hier hinstellen und sagen, das und ja. Und dann bin ich die Quelle, oder was? Also, sorry. Messi, Ronaldo sind außer Weltklasse. Ja, also Weltklasse mit Sternchen, oder? Nein, das ist doch, was ich sage, Chico. Da hat doch jeder definiert Begriffe anders. Also bei mir gibt es keine 330 Weltklasse-Spieler. Gut. Aber ist auch völlig okay, wenn man das so sieht. Also. Maldini war Weltklasse. Gibt einige, die Weltklasse waren. So, gar keine Frage. Aber wie gesagt, das definiert jeder für sich selber, ne? Botscode, da kannst du dir gerne mein Saisonfazit angucken. Da sage ich zu jedem einzelnen Spieler, wen ich bei uns sehe in Zukunft, wen ich bei uns nicht sehe. Nochmal, am Ende des Tages kommt es darauf an, ob der Spieler will. Ja? Und dann kommt es darauf an, wenn der Spieler sagt, er will, kriegt es dann aber nicht auf die Kette, dass er dann auf die Bank wandert. So, mir ist es am Ende Wurst, wenn man jetzt sagt, man verlängert mit dem Kimmich, man verlängert mit dem Sané. Ja, do it. Do it. Wir können es eh nicht beeinflussen. Ne? Ich will es nicht tun. Für mich brauchen die beide mal eine Luftveränderung. Aber wenn du es machst, do it. Alles gut. Ja, sind jetzt keine schlechten Spieler. Da sind wir uns ja alle einig. So, du musst sie dann halt nur in den Konkurrenzkampf stellen, wenn sie die Leistung nicht bringen. Und nicht sagen, der heißt Kimmich, den setzt nicht auf die Bank, weil irgendeine Presse dann 30 Fragen pro Pressekonferenz stellt. Ja, dasselbe mit dem Sané. Warum spielt Leroy Sané nicht? Warum spielt Kimmich nicht? Warum spielt Müller nicht? Warum spielt der nicht? Warum spielt der nicht? So, da musst du dich in die PK setzen und sagen, haltet mal eure dumme Fresse. Ja, nur ein bisschen humaner ausgedrückt, nicht so wie ich es ausdrücke. Und gut. Fertig. Ja, aber da kommen wir ja nicht hin. Da haben wir ja nicht die Eier für. Das ist ja das große Problem. Und wegen mir kannst du die deutschen Nationalspieler bis auf den Musiala und wenn du Pavlovic jetzt dazu zählst, kannst du die alle abgeben. Alle. Quer durch die Bank kannst du alle abgeben. Bringen alle seit 2 Jahren kein Niveau, was für den FC Bayern reicht. Chico, sehr gerne. Es wäre purer und sinnloser Aktionismus, ein neuer jetzt die Binde wegzunehmen. Also, Belly. Auf welcher Grundlage kommt denn diese Aussage? Das ist ja nicht irgendwer, sondern ein verdienter Spieler, der maßgeblichen Anteil an vielen Titeln des Vereins hat. Genau du bist diese Art Fan, der das Problem ist. Perfekt. Perfektes Beispiel. Vielen lieben Dank dafür. Genau du bist diese Art Fan, der einfach sich mit dem Fußball null beschäftigt, Alter. Obwohl der Neuer jetzt vielleicht noch ein einigermaßen hinnehmbarer Take von dir ist. Aber genau das ist das Problem. Das ist das Problem, was wir seit Jahren haben. Das kannst du doch nicht machen. Der hat doch für den FC Bayern so viel gewonnen und so viel geleistet. Wen interessiert das denn? Leute, wir reden über Leistungssport.
Wie es in der PK gesagt wurde. Wir reden über Leistungssport auf dem allerhöchsten Niveau. Was interessiert denn da, was gestern war? Junge, es interessiert, was du jetzt noch zustande im Leisten bist. Was hat der Neuer letzte Saison gezeigt? Er hat sich nach jeder Niederlage verpisst. Als Kapitän. Stand nicht einmal vor dem Mikrofon. Hat sich nicht einmal den Fans gestellt. So, das ist kein Kapitän. Dem gehört die Binde weggenommen. Punkt. Feierabend. Egal, was er für erreicht hat. Wen interessiert, was er erreicht hat, Alter? Natürlich sind wir ihnen super dankbar. Alles gut, auch ein Kimmich, wie sie alle heißen, für alles, was sie für den Verein getan haben. Aber wenn sie doch jetzt keine Leistung mehr bringen, dann musst du sie doch in Frage stellen. Und musst ihnen auch die Binde wegnehmen. Leute, Alter, wo lebt ihr denn? Alter. Aber danke für dieses Beispiel. Perfekt. Dann brauche ich das nicht 100-mal wiederholen. Junge, ey, was ein Denken. Im Leistungssport, auf höchstem Niveau ist das ein Denken. Das kannst du in der Kreisliga A machen. Da kannst du dieses Denken bringen, ja. Oh, der ist 20 Jahre im Verein, der ist das Bild des Vereins. Den lasse ich auch noch 30 Jahre spielen. Wenn er 50 ist, wird er noch auf dem Feld stehen. Ja, da kannst du den Tag bringen, Alter. Da interessiert das keine Sau. Aber doch noch nicht im Leistungssport auf höchstem Niveau, Alter. Du sagst doch zum Sprinter, der nicht mehr unter 10 laufen kann, sagst du doch auch nicht, Alter, ist egal. Mach, zieh noch 10 Jahre durch, weil du es mal konntest. Nee. Leistungssport. Junge. Das neue Balge-Trikot sieht geil aus. Okay. Hab ich nicht gesehen. Was ich denke, was mit Stanisic passiert, das kann man uns Stanisic drauf an, oder? Das weiß ich nicht. Ich denke, es hängt von vielen Faktoren ab. Hängt davon ab, bleibt ein Kimmich? Soll ein Kimmich als Rechtsverteidiger bleiben? Was ist mit dem Boe? Was ist mit Mazraoui? Will man den als Linksverteidiger einplanen? Das ist auch als Rechtsverteidiger. Dann hättest du 4 Rechtsverteidiger mit dem Stanisic. Ja, dann hat der Stanisic wahrscheinlich auch keinen Bock, weil er weiß, dass er wieder nicht spielen wird. Also von daher hängt das von ganz vielen Faktoren ab, ne? Info in Deutschland fast 50% Steuerabzug, in Spanien deutlich weniger. Ja, gut. Also ich denke, die Spieler werden eh nur aufs Nettogehalt gucken, oder? Mm. 10 Millionen pro Jahr. Naja gut, 10 Millionen ist auch ein bisschen hoch begriffen, oder? Zumindest für den einen oder anderen Spieler. Für so einen Spieler à la Kimmich würde ich mitgehen, 10 Millionen Grundgehalt. Aber jetzt für so einen Davis fände ich dann 10 Millionen Grundgehalt auch schon schwierig. Warum sollte der dann mit auch auf höhere, durch Prämien auf höhere Beträge kommen? Mit der ja am Ende des Tages wieder jeder Spieler selber verdienen. Das fühle ich persönlich nicht wirklich. Sionas ist der beste Linksverteidiger der Welt. Aha. Das ist auch ein wilder Take. Zweiter Stürmer muss her, plus ein Top-6er und vielleicht ein Flügelspieler. Und das kann wieder losgehen. Na, Guerrero sehe ich auch nicht als Sechser. Hat es gegen Stuttgart ganz gut gemacht, aber danach, die zweimal, wo er noch Sechser spielen durfte, war nur eine Katastrophe, Alter. Er hat auch kein defensiver Sechser. Klar ist er technisch und so, hat er die Mittel dafür, ist gar keine Frage, aber ist ja kein defensiver Sechser. Kannst auch einen Kimmich da stehen lassen, Alter. Aber es kommt ja auch wieder darauf an, was der Trainer will. Ne? Das haben wir ja nicht zu entscheiden. Vielleicht will er gar keinen defensiven Sechser haben.
Vielleicht ist er glücklich mit 2 Achtern, wer weiß. Und dann ist ein Kimmich wieder gesetzt oder man weiß es doch nicht. Und dann kannst du auch Guerrero, kann auch ein guter Achter sein, hat er ja gezeigt unterm Tuchel. Ne? Gar keine Frage. Aber ein Sechser ist er für mich nicht. Ne? Aber kommt darauf an, welche Definition du als Sechser hast. Für mich ist ein Sechser ein defensiv denkender Spieler, wie Martinez war. So, das ist für mich ein Sechser. Ja, und kein Kimmich, Goretzka und wie sie alle heißen. Aber das ist auch bei jedem anders. Ne? Hoeneß würde mal Größe zeigen, wenn er mal zugeben würde, dass der Querpass Toni der beste deutsche Spieler seit den letzten 20 Jahren ist und zur Legende wurde, weil er ihm nicht 2 bis 3 Millionen nicht gab. Aha. Ja, diese Meinung hast du dann auch exklusiv für dich. Der beste deutsche Spieler der letzten 20 Jahre. Das ist ein wilder Take. Gehe ich nicht mit. Aber muss ich auch nicht. Ansonsten stimme ich dir zu, was der Hoeneß damals gesagt hat. Ja. Ja, Marc Forman, das werden wir sehen, ne? Wenn die Leistung bringen, denke ich, werden sie die Chancen bekommen, auch in der Startelf zu stehen. Nexus, servus. Kai Inside, FCB, neuer Kanal, ja. Ja, aber es gibt ja schon FCB Inside, da müssten wir Red Munich exklusiv. Der heiße Draht in den Münchner Kader. Ach, herrlich. Wichtig wird sein, eine Achse aus 3 bis 4 Spielern zu finden. Jo. Aber die Achse haben wir ja eigentlich schon. Zumindest zu teilen. Ja, das sehe ich halt auch so, ne? Wenn der Querpass Toni in einem anderen Verein gespielt hätte, aber hätte Fahrradkette. Weiß man nicht. Woher will man das wissen? Wollen wir mal wissen, ob der Querpass Toni sich bei uns genauso entwickelt hätte, ob er dasselbe Vertrauen gespürt hätte, ob er sich bei Barca oder bei City so entwickelt hätte, weiß man da nicht. Was nicht heißt, dass ich ihm irgendwas absprechen will. Alles gut. Es spielt halt zur richtigen Zeit im richtigen Team auch, ne? So. Also Real Madrid ist ja jetzt nicht nur wegen Toni Kroos das, was es ist. Oder hat nicht nur wegen Toni Kroos die 5 Champions League Titel gewonnen. Ja. Ist halt ein Teil von der Mannschaft. Ganz einfache Kiste. Naja, der Odi hat ja auch nicht ganz unrecht gehabt zu der Zeit, wo ein Groß bei uns gespielt hat. Er hat halt viel quer und nach hinten gespielt. Aber das war ja nicht unbedingt seine Schuld. Ja? Wenn man ihm mal die Freiheiten gegeben hätte, die er hätte gebraucht. Ja. Man muss jetzt den guten Team, Eberl und Freund vertrauen, positiv in die Zukunft schauen. Gut, ob das ein gutes Team ist, werden wir sehen, ne? Das können wir jetzt noch nicht beurteilen, würde ich sagen, oder? Naja. Also wir wollen jetzt nicht über irgendwelche Torwarttalente diskutieren, Alter. Solange Manuel Neuer in unserem Verein ist, brauchst du über gar nichts diskutieren, was Torhüter betrifft. Das haben wir doch letzte Saison wieder bewiesen mit dem Perez, oder? Also. Sorry, da brauchen wir über nichts mehr diskutieren. Aber gar nichts. Der Mann wird nie freiwillig seinen Platz räumen oder freiwillig auf 10, 15 Spiele in der Saison verzichten. Das wird einfach nicht passieren. Ja. Neuer beschuldigt den armen Morwood dafür, dass er scheiße Real gebaut hat. Ja, aber ist doch unser Kapitän, der darf das so. Neuer erfüllt die Anforderungen als Kapitäns einfach nicht. Verpisst sich, wenn es nach Niederlagen in die Kurve gehen sollte. Und sich bei den Fans bedanken.
Gibt nur nach Champions League Siegen Interviews und. Als Kapitän nimmt man ihn einfach nicht wahr. Das sind Fakten. Anmo, das sind Fakten für dich, sind Fakten für mich. Ich gehe da 100% mit. Aber für viele andere, ja, hast du ja gerade gesehen, dass es keine Fakten sind. Was auch okay ist. Ich denke an meinen Blutdruck. Ach, der war heute schon, ich habe vorhin Sport gemacht, der war schon auf 150 oben, da brauchst du keine Sorgen machen. Da ist das hier gar nichts. Ja, manchmal muss man das einfach klar sagen, Alter. Irgendwann ist auch gut. Ja, irgendwann nervt es halt einfach nur noch. Was? Die neue Rolle steht dir gut, man lernt sehr viel und es hat nicht mehr die Übermasse an freudig. Ist das auf mich bezogen oder was? Ich wüsste nicht, dass ich eine neue Rolle eingenommen habe. Neuer hat seine letzte Jahr und ist eine verdiente Spieler und ich würde es gut finden, wenn er seine Saison als Kapitän spielt. Ja, guck mal, ich würde das nicht gut finden. So unterschiedlich sind die Meinungen. Ja, warum, habe ich gerade erklärt. Da es wieder vermehrt Retro-Trikots gemacht werden, kommt irgendwann das gelbe Trikot wieder mit den 3 Streifen auf der Schulter. Ich könnte eine Quelle geben, wo du das kaufen kannst. So. Ich glaube, so retro ist das noch nicht. Und wenn sie Retro-Trikots bringen, sollten sie vielleicht mal in einer vernünftigen Auflage bringen, damit auch jeder Fan die Möglichkeit hat, sich eins kaufen zu können. Weil ich konnte das rote Commodore-Trikot immer noch nicht kaufen. War zwar wieder drin jetzt die Tage, aber wo ich es dran angeklickt habe, gab es schon kein XL oder XXL mehr. Lächerlich halt einfach. Alter, wenn du den Groß auf eine Stufe mit Gerd Müller und Beckenbauer stellst, Admiral, brauchst du mit mir nicht diskutieren. Sorry. Nur weil ein Groß 5 Champions League Titel gewonnen hat, Alter. Nee. Monis Märchenstunde. Alle willen Takes auf einen Kanal. Nee, das ist ja zu offensichtlich. Muss die ja schon erstmal locken. Groß ist ein ausgezeichneter Spieler und trotzdem geht mir der Hype um ihn zu weit. Es wird so getan, als hätte er allein Real. Ja, sorry, ich gehe da auch nicht mit. Aber ist auch völlig okay, mein Gott. Kann ja jeder seine Meinung haben. Das ist ja das Schöne am Fußball. Jeder sieht die Sachen anders. Also ich brauche Toni Kroos nicht auf eine Stufe mit dem Beckenbauer oder Gerd Müller stellen. Alter. Das ist eine Frechheit. Sorry. Aber ist nur meine Meinung. Vielleicht auch, weil ich ein alter Sack bin. Habe mich sehr für Vincent gefreut, glaube der passt wirklich gut zu Bayern. Dieser Mauerfußball von Tuchel hat nicht zu eurer DNA gepasst. Nee, hat's auch nicht. Aber das Fass brauchen wir nicht wieder aufmachen. Und ja, ich denke, Modric hat zumindest bis zum letzten Jahr wahrscheinlich... Ja, es war schon ein gutes Duo, sagen wir es mal so, ja. Aber ich glaube auch, Modric war auch schon eine Maschine, Alter. Keine Ahnung, ich bin nicht drin so im Real Madrid-Game. Ja, deswegen, ich will das gar nicht beurteilen. Nur für mich ist ein Kroos nicht der als der irgendwie gerade gesehen wird. Nur weil er 5 Champions League Titel gewonnen hat. Wow.
Aber das muss auch jeder für sich wissen. Viele bejubeln Kimmich. Frech. Ja, sicher, brauche ich nicht teilen, habe ich doch geschrieben. Ja, den Kimmich vor 2 Jahren konnte man ja noch bejubeln. Ich erinnere mich da an so Spiele in Dortmund, wo er ganz wichtige Tore gemacht hat und so. Ja. Ja. Naja, ich denke, wir können das schon zur neuen Saison, vielleicht zur Winterpause, kann man dann schon ein bisschen beurteilen, ob das ein gutes Team ist. Eberl und Freund. Ja, ja, es sind ein paar Trollis. Die sind immer da. Ei, ei, ei. Ich glaube, das ist so eine Altersgeschichte, oder? Ich glaube, wenn du jetzt so 20, 30 bist, dann ist so ein Toni Kroos schon so, weil du so die anderen Lichtgestalten vielleicht gar nicht so wahrgenommen hast. Aber ja, wie gesagt, mir ist das auf Wumpe. Jeder soll von Toni halten, was er will. Also mich hat es auf jeden Fall nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch eine Schlagzeile gelesen, da blutet allen Bayern-Fans das Herz, weil Alaba und Toni Kroos im Arm hat und ihnen ein Küsschen gibt, weil sie die Champions League gewonnen haben, oder was? Leute, sei ihnen doch gegönnt. Ja. Also. Ja, genau, Dejan, ich gehe da mit. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, da bist du auch wieder bei so einer Definitionssache halt, ne? So, der eine definiert das für sich so, der eine definiert den Spieler nur über Titel. So, dann brauchst du nicht drüber reden, ne? Das ist wie wir über den FC Bayern reden, wie wir den definieren letzte Saison. So. Ist halt immer schwer. Jawohl, Follower-Bots. Geil. Habe ich bald 10.000 Follower und 20 Zuschauer, oder was? Geil. Fühl ich. Mach ich erstmal die Öllers aus. Leute, wenn, dann müsst ihr Viewer-Bots kaufen, ne? Keine Follower-Bots. Die bringen nichts. Ach, herrlich. Ich mag Kimmich, absoluter Leader, immer locker drauf, seine Mitspieler stets motivieren und so weiter. Ja, ich glaube, Kimmich ist leider irgendwann stehen geblieben in seiner Entwicklung. Und ich glaube, das war so das Sechstubel. So, da hat Kimmich gesagt, geil. Wow, ich hab's geschafft, ich habe alles erreicht, alles ist gut. Ich glaube, da war so der Knackpunkt beim Kimmich. Da hat er den letzten Stepper leider verpasst, um diese Art Spieler zu werden, die er sich vielleicht gerne selber sieht. Ja. Eben der letzte Stepper ich bin dieser Führungsspieler, ich gehe voran, ich kriege auch die Binde. Was mit dir auch ein Problem ist, dass die Binde die ganze Zeit bei Neuer und Müller da rumdümpelt bei uns im Verein, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Vielleicht hätte das ein Kimmich auch nochmal gepusht dahin, dass er eben genau dieser Spieler wird. Ja.
Hat ihn vielleicht auch ein bisschen gebremst, kann ich mir schon vorstellen. Aber wir werden sehen. Vielleicht unter Kompanie, wer weiß. Ja? Wir werden sehen, wie der mit Kimmich plant oder nicht plant. EM ist das, was zählt. Aha, für was? Für wen? Für mich zählt die EM halt gar nicht. Nichts, wo ich mich dran hochziehe. Naja, das muss jeder für sich halt wissen, ne? Welche Stufe er Spieler stellt und auch zu welcher Zeit. Es ist halt super schwierig, auch eine Fußballzeit von Beckenbauer, Müller mit einer Spielergeneration wie Kaká, Ronaldinho oder mit einer Spielergeneration wie jetzt, was weiß ich. Oder die kommende Spielergeneration Haaland, Bellingham zu vergleichen. So, der Fußball hat sich ja auch entwickelt. Und man guckt dir gerne auf dem FC Bayern Kanal die Doku an zu dem 74er Titel, ist vielleicht ganz interessant. Ansonsten, wenn du generell Interesse daran hast, hol dir mal einen Monat FC Bayern TV, da siehst du von der Vereinsgründung an die ganzen Mannschaften, da kriegst du ein bisschen ein Gefühl dafür. Es hängt auch immer davon, woran misst du das? Ja. Ich meine, guck dir einfach eine Doku zum Beckenbauer an, wo er verstorben ist. Ich glaube, du kannst zum Beckenbauer von der Aura, dem Auftreten und das, was er für den deutschen Fußball getan hat, es ist ganz schwierig, da einen zu finden, den du gleichstellen kannst. Da ist ein Toni Kroos so ein kleines Licht, Alter. Ja, da kann er seinen tollen Podcast haben, da ist er trotzdem so ein kleines Licht gegen Franz Beckenbauer. Ja, auch wenn er vielleicht mehr Titel gewonnen hat. So, aber das ist die Definition, die ich gerade sagte. So, für den einen zählt, wow, der hat, was waren es jetzt, 6 Champions League Titel gewonnen und ist Weltmeister. Geil, er ist der Geilste. So, für mich ist ein Toni Kroos noch weniger wie ein Schweini. Ja, selbst ein Schweini war viel, viel mehr Leader-Typ, hat die deutsche Nationalmannschaft dahin geführt, wo sie ist. Der hat nicht einen Toni Kroos dahin geführt. Ja, vielleicht macht er das jetzt bei der EM. I don't know. Dann können wir vielleicht nochmal ihm einen anderen Stellenwert geben. Aber ansonsten hat ein Toni Kroos für mich in der Nationalmannschaft nie irgendwas beeinflusst oder angeführt oder sonst was. Ja. So, aber das sind Sachen, die muss jeder für sich selber beurteilen. Das ist dasselbe wie Chicos Take mit seiner Weltklasse. So, jeder hat eine andere Definition davon. Ja. Ist halt schwierig. Da müsste man erstmal Parameter festlegen, wie man was definiert. Ja. So. Und dann ist es noch super schwer, über Generationen hinweg Sachen zu vergleichen. Ist ja schon schwierig. Vergleich die 2013er Mannschaft mit der jetzigen Mannschaft oder mit der 10 Jahre davor. Wie willst du das machen so? Ne? Und dann hast du natürlich immer noch die Zeit, die du selber miterlebt hast, wo du Feuer und Flamme warst, hast du natürlich nochmal viel intensiver wahrgenommen, als wie eine Zeit, die du vielleicht nicht so mitgekriegt hast. Das kommt ja auch noch mit dazu. Deswegen, das ist immer schwierig. Aber das ist ja auch schön. Ne? Das ist ja schön, dass da jeder seine Meinung hat. Und wegen mir kann man Toni Kroos auch als größten deutschen Fußballer sehen. So, ich teile das nicht. Für mich ist das Schwachsinn. Aber das heißt ja nicht, dass andere das so sehen können. So, wegen mir, ja, feiert ihn. Also, ich habe da gar kein Problem mit. Ja. Nee, ich hole keine Spielertrikots. Ja. Ich habe immer meinen eigenen Vlog auf dem Trikot. Ich habe nie einen Spieler auf dem Trikot. Ich habe ein Trikot, warte, doch, Carsten Janka habe ich ein Trikot. Ich müsste nachgucken. Ja, Lothar habe ich aber nicht auf dem Bayern-Trikot, habe ich auf dem Nationalmannschaftstrikot. Ich habe noch ein paar alte, aber die sind wirklich schon 20 oder 25 Jahre alt. Da sitzt noch ein Spieler drauf. Aber ansonsten, wenn ich ein Trikot hole, entweder ohne Vlog oder, weil der Vlog bei Bayern meistens Mist ist mittlerweile. Oder wenn, dann mein eigener Nick. Ja, wir müssen ja nicht mehr über Kimmich diskutieren. Ne? Wer hat denn groß zum Kreisligaspieler gemacht?
Ist ja okay, Cordio. Muss doch jeder für sich entscheiden, habe ich doch gerade gesagt. Für mich hat da auch immer der letzte Kick gefehlt. So, beim Groß. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Da muss man sich auch nicht angegriffen fühlen von der Meinung, Alter. So, ich glaube, da müssten mal einige auch hier im Chat mal ganz klar von wegkommen, Alter. Ihr müsst euch nicht angegriffen fühlen, nur weil jemand anders eine andere Meinung hat. Wenn ihr jemand meint, Toni Kroos ist der geilste Motherfucker dieser Welt, ja, gönn dir. Ja, wenn jemand meint, das ist Kimmich, ja, dann gönn dir. Also, wen interessiert's denn? Lass den Leuten doch ihre Meinung haben. Ja. Aber dann muss man sich auch nicht angegriffen fühlen, wenn jemand anders sagt, der Toni Kroos war für mich nur Querpass-Toni, ja. So, da muss man sich auch nicht davon angegriffen fühlen, wenn man meint, Toni Kroos ist der geilste Typ der Welt. Also. Lasst doch mal jeden seine Meinung haben, Leute. Ihr könnt die doch, dafür ist der Chat doch da. Ihr könnt die alle hier reinhauen. So, der eine sieht das so, der andere so und dann hat man das zu akzeptieren. Feierabend. Und nicht, ja, ich fühle mich jetzt angegriffen, weil der sieht das so, bla bla bla. Ja, Leute, was ist denn los mit euch? Ist das so die neue Gesellschaft heute, oder was? Wenn man sich gleich angegriffen fühlt, weil jemand eine andere Meinung hat? Ist doch Schwachsinn. Ach ja, das weiß ich nicht, ob Medien da eine Rolle spielen. Ist auch Wurst, ob da eine Rolle spielen. Wie gesagt, es kann doch jeder seine Meinung haben. Ich meine, ich fühle mich ja jetzt auch nicht angegriffen, weil jemand Dortmund-Fan ist, oder was? So. Das ist doch dasselbe Thema. Der eine ist Dortmund-Fan, der andere ist Bayern-Fan und der andere ist Real Madrid-Fan und ja, dann soll man sich jetzt angegriffen fühlen, oder was? Was ist das denn für ein Take, ey? Jede Generation hat wahrscheinlich ihre Goats. Ja, das klar hat jede Generation die. Neben Diego Maradona, Alter. Ja, kann man von halten, was man will, aber ich meine, Guido Buchwald hat ihn den Zahn gezogen, aber ansonsten waren Maradona, ja, aber muss halt auch erlebt haben. Ne? So, das sind so die Sachen, glaube ich auch. Also für mich ist der Kaiser über jene Stufe drüber. Ich meine, neben Lothar auch. Alter, Lothar ist so viel eine Maschine gewesen. Alter. Ja, auch da kommt ein Kroos niemals dran. Ne? Für mich. Ja, niemals. In gar keiner Weise. So, aber da war der Fußball auch noch anders. Zu der Zeit war es noch wichtig, dass du halt auch ein Typ bist, dass du ein Anführer bist, dass du ein Macher bist. So, das ist heute gar nicht mehr wichtig. Ja, in vielen Mannschaften. Deswegen sage ich ja, ich denke, kommt auch ein bisschen aufs Alter drauf an, was man miterlebt hat. Und auf die Geschmackssache halt einfach. Ne? Was sagst du unseren DFB-Pokalgegner? Müssen wir natürlich gewinnen, aber kein schlechter Gegner und vor allem nicht am Arsch der Welt. Ja, ist ein schönes Spiel, oder? Die werden heiß sein. Das Gute ist, es kann kein Spiel sein, wo wir unterschätzen. Ne? Der Vorteil. Und ja. Schönes Spiel. Bin gespannt. Du wirst auf den Punkt da sein müssen. Ne? Wenn du da nicht 100% da bist, kannst du gleich wieder die Fahne schwenken im Pokal. Pascal, das ist auch das Richtige. Ich denke auch, ich bin der geilste Typ. Und ist doch gut so. Man muss von sich überzeugt sein. Ja, so ist die Gesellschaft. Zwischen Meinungen werden nicht mehr akzeptiert, sondern konfrontiert. Ja, das ist leider echt so. Also ich habe das ja diese Saison auf meinem Kanal extrem gemerkt, dass sich Leute gleich angegriffen fühlen, nur weil man eine andere Meinung hat, als wie der sich das Video reinballert. Ganz schlimm. Also verstehe ich halt auch nicht. Leo King, servus. Natürlich kannst du. Warum sollte man den Kroos auch was absprechen? Ne? Aber nochmal, jeder hat eine andere Definitionsweise alleine.
So, jeder definiert doch auch die Position, die er spielt, ganz anders. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne am Fußball. So. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum sich immer Leute dann gegenseitig angegriffen fühlen. Das ist doch das super Geile am Fußball. Dass es halt 10 verschiedene Meinungen gibt. Ja. Und das ist doch schön. Deswegen gibt es auch Millionen von Bundestrainern. So, jeder hat eine andere Meinung dazu. Und das ist doch das Schöne am Fußball auch. Aber irgendwie vergessen das die Leute heutzutage. Ja, guck mal, das ist zum Beispiel was mich gar nicht interessiert hat. Samstag konnte ich nur kotzen, vor allem wenn ich Alaba lachen sehe. Warum? Warum? Das sind so Dinge, die verstehe ich halt auch nicht. Also sehe ich keinen Grund drin. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, weil mich die anderen Vereine nicht interessieren. So, Alaba ist bei uns gegangen, ist für mich durch gewesen, das Thema. Die Art und Weise war unterirdisch. Da habe ich mit dem Alaba abgeschlossen und gut, aber warum sollte ich ihm jetzt irgendwie das jetzt missgönnen oder was? Weiß ich nicht. Bin ich nicht so. Diego Maradona war Gott. Nee, die Hand Gottes war auf jeden Fall, ne? Erste Trikot war Rummenigge mit Commodore-Logo drauf. Geil. Commodore-Trikot ist geil. Mbappé offiziell zu Real Madrid jetzt. Ja, war ja abzusehen, oder? Bayern-Fan, der nur 20 Minuten von Ulm wohnt, ein geiles Spiel. Ich denke, wird auch so ein geiles Spiel werden. Naja, stell doch jeden x-beliebigen guten Bundesligaspieler ins Real-Mittelfeld neben Modric. Der ein sicheres Passspiel hat. Ich weiß auch nicht, wer das hier behauptet hat, aber einfach mal um den Gegentake zu bringen. Ne? Nimm doch einfach einen x-beliebigen Bundesligaspieler, der ein super sicheres Passspiel hat, wie es ein Toni Kroos hatte. So. Und steck den dann mal nach Real Madrid in dieses Umfeld und natürlich wird dieser Spieler sich entwickeln. Ne? Toni Kroos war doch auch nicht schon der Gottspieler, als er zu Real Madrid gegangen ist, oder nicht? Und wie gesagt, es spricht ihm noch keiner irgendwas ab. Also ich zumindest nicht. Und ich habe auch keinen anderen im Chat gelesen, der Toni Kroos irgendwas abgesprochen hat. Deswegen sage ich ja, man muss sich da doch nicht angegriffen fühlen. Ist doch gut, wenn du den Toni Kroos als Gottfaser in Zoll siehst oder nur einen Beckenbauer größer siehst als Kroos, ist das doch völlig okay für dich, Optimus. Aber da musst du dich doch nicht angegriffen von Leuten fühlen, die sagen, das ist nicht so. Das ist doch deren Meinung. Feierabend. Ja, das ist richtig, aber diese Leute brauchen dann aber auch nicht provozieren seit 45 Minuten. Nur Na, weil sie wissen, dass es jemand triggert. Durch was denn provozieren? Wie gesagt, für mich ist ein Toni Kroos auch nicht der für ihn ist. Für mich sind Schweine ganz weit über ein Toni Kroos. Wie es auch immer sein. Ja, ist halt so. Aber es ist auch nicht schlimm. Ja, aber mit Mbappé sind sie jetzt noch besser. Mal abwarten, wa? Der Gottfaser Toni Kroos hört doch auf, oder nicht? Ich glaube, hört Modric auch auf? Ist doch auch schon irgendwie gefühlt 38. Muss halt dann auch erstmal ersetzen, ne? Nicht Hand Gottes, Diego war und wird immer der Fußballgott sein. In Argentinien auf jeden Fall, ja. Jupankis sieht Thomas Müller als einen Spieler, der in die Fußstapfen von Beckenbauer, Hoeneß und Rummenigge treten kann. Also auf die Führungsebene des Vereins bezogen. Keine Ahnung, das wird die Zukunft zeigen, ne? Weiß man doch gar nicht, ob er Bock darauf hat.
Ich hätte mir das beim Lahm auch vorstellen können, beim Schweini auch, aber siehst ja, die haben. Lahm hatte noch Bock, Schweini glaube ich gar nicht irgendwie. Weiß man doch nicht. Na klar, wenn du so lange in einem Verein bist und so auf dieser Stufe spielst und so erfolgreich bist, natürlich sieht man das dann, dass es geil wäre, diese Spieler im Verein zu haben. Aber wir haben ja auch gesehen, wie es dann mit so einem Oli Kahn ausgegangen ist. Ne? Es ist halt immer alles so und so möglich. Ja, Sammy, das ist ja, was ich sage. Es kommt immer darauf an, welche Generation man auch miterlebt hat. Er ist 38 sogar, okay. Ja, dann wird er ja auch nicht mehr ewig spielen, oder? Ja, gut, aber ein Groß hat ja nicht jedes Jahr nicht auf der Bank gesessen, ne? Also Toni Kroos war ja schon immer Stammspieler bei Real Madrid. Also das kann man ja jetzt auch nicht sagen, ne? Da mal ganz klare Kante zu zeigen. Und wenn man gesehen hat, hat der Toni Kroos auch die Ecke getreten, die zum 1:0 geführt hat gegen Dortmund. Ja, also hat er ja schon einen großen Anteil auch an diesem Champions League-Sieg gehabt. So. Darum geht's ja auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum man sich am Toni Kroos so hochziehen muss. Sorry. Weil man vielleicht neidisch ist, weil Uli Hoeneß ihn weggeschickt hat oder was? Weil er dann diese Karriere gemacht hat bei Real Madrid, deswegen missgönnt man ihn das jetzt, oder wie? Als Bayern-Fan? Also ich persönlich tue das nicht. Stehe ich halt auch nicht. Sind wir mal ehrlich, Toni will gar nichts mehr mit Bayern zu tun haben. Ist ja auch richtig. Ja, völlig richtig. Und das ist auch gut so. Also wenn ich so von einem Verein nicht gewertschätzt geworden bin, wie es da damals wurde von Uli Hoeneß, und dann so lange Zeit bei Real Madrid gespielt habe und das da erreicht habe, was ich erreicht habe, ja, was interessiert mich denn dann der FC Bayern noch, Leute? Ja, und das ist auch völlig richtig so. Verbindet gar nichts mit dem FC Bayern, nur weil er bei uns ein paar Jahre gespielt hat. Lol. Ja, ist mal ernsthaft. Lächerlich. Und das ist auch gut so. Verdient. Bayern soll Guirassy holen als zweiten Stürmer. Ja, aber dann müsstest du ja mit 2 Stürmern spielen. Oder setze den dann 35 Spiele auf die Bank und wechselst ihn jeweils für 10 Minuten ein. Da wird er keine Lust drauf haben, oder? Ich weiß nicht, ob er ein Außenstürmer wäre, ob er da Bock drauf hätte, aber ansonsten macht es ja keinen Sinn, wenn du einen Harry Kane da vorne stehen hast. Du wirst ja so diese Art Stürmer nicht verpflichten können. Wie zum Beispiel auch einen Undav feiern. Ja, ich finde den vom Typen her mega. Kompanie wechselt sich selber ein, ja. Könnte ich mir vorstellen, ey. Ja, mein Gott. Der Diego hat sein Leben genossen. In vollen Zügen. In einem positiven wie negativen Ding. Da war Bayern selber schuld. Auf Toni Kroos bezogen, ja, na klar. Nee, ich glaube auch, Toni Kroos wird sich selber auch nie mit dem Beckenbauer vergleichen. Glaube ich auch nicht. Ja, Vorsicker, ist auch völlig okay so. Ne? Ich sehe das genauso. Mir ist das auch völlig wurscht. Ich beschäftige mich mit FC Bayern und nicht mit Spielern, die mal beim FC Bayern waren. So, deswegen, sei gegönnt, die haben sportliche Erfolge eingefahren. Deswegen missgönne ich das auch in Alaba nicht oder sowas. Ja, wenn er dann da die Champions League gewinnt. Also, ist doch alles gut.
Obwohl Bellingham wirklich schwach war, ne, im Finale, muss man sagen. Hat zwar gefightet, aber ansonsten war da nicht wirklich viel zu sehen. Ne? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich denke, das ist halt einfach, weil man sieht, was der Spieler dann beim anderen Verein erreicht hat und dann denkt man vielleicht, ja, das hätte er bei uns auch erreicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Fand ich es schlimmer, wie Thiago gewechselt ist. Sportlich auf jeden Fall zu der Zeit. Ja. Ich glaube, das ist einfach der Neid von vielen. Diese Missgunst. Ja, Neid ist ja okay, Neid darf man haben. Neid ist nichts Schlimmes. Die Missgunst halt einfach. Ich glaube, viele Bayern-Fans haben ja gerade auch hier diesen Alaba-Take gelesen. Ich glaube, das ist die Missgunst einfach. Ja. Ja, man hat einen Toni Kroos weggeschickt und ja, ist jetzt der erfolgreichste von den Titeln her deutsche Fußballer und man gönnt ihm das als Bayern-Fan nicht, weil, keine Ahnung, ist ja nicht so, dass ein Toni Kroos gesagt hat, ich will den FC Bayern unbedingt verlassen. So, ja, also, keine Ahnung. Aber das muss am Ende des Tages genauso wie man den Spieler bewertet, jeder für sich selber wissen. Also, ich gönne den, was sie sportlich erreichen, aber es interessiert mich auch nicht wirklich. Ja. Ich interessiere die Spieler bei Bayern und ja, der Rest ist mir eigentlich Wumpe. Ach, das glaube ich nicht. Mbappé wechselt zu Real fix, gerade verkündet. Glaube, wir werden außer Konkurrenz sein in den nächsten Jahren in der Champions League. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich persönlich nicht. Das hat man doch bei Manchester City gedacht mit dem Haaland, der zerschießt da jetzt alles. Ja, alles gut. Es ist ein Stürmer da, der eine Menge Qualität hat, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber es ist immer noch ein Mannschaftssport, Leute. Ja. Und guck dir Dortmund in Paris an. Ja, das ist Fußball. Kann halt jederzeit passieren. Nee, das sehe ich nicht so. Übrigens, Operation 6 könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, ich könnte mir das auch gut vorstellen. Also mir gibt der Start von Vincent ja extreme Thomas-Vibes. Nur statt dem Brazzo ein Eberl da saß. Auch die Anzahl an Verstärkern, die Eberl benutzt hat im Verlauf der PK, gab mir komische Vibes. Geradezu extrem. Okay. Davon abgesehen gönne ich Madrid auch nicht. Ach ja, keine Ahnung. Tu mich mit Gönnen immer schwer. So, ich akzeptiere das, ja. Ich habe da keine Missgunst oder sonst was. Ich hätte es aber jetzt, das Champions League-Finale hätte ich den Dortmundern gegönnt. Ja, es war schon, ich habe wirklich wenig Sympathien für Dortmund. Ja, einfach aus der Konkurrenzsituation mit unserem Verein natürlich heraus. Aber wir haben die Dortmunder echt leid getan. Nach dem Champions League-Finale. Ja, es war abzusehen nach der ersten Halbzeit, ja, wenn du so eine erste Halbzeit spielst und keine Bude machst. Auch zweite Halbzeit, die erste Viertelstunde, wie Dortmund da aufgetreten ist. Ja, aber dann war es klar, dass es irgendwie so einen Kack-Spielverlauf geben wird, eine dumme Ecke. Das hat sich angebahnt, da diese 3-4 Ecken am Stück. Thomas supportet mit 5 Ja. Euro. Kleine Kanalunterstützung. Grüße vom linken Niederrhein nach Westfalen. Vielen lieben Dank, Thomas. Vielen lieben Dank für die 5 Euro. Ja. Habe ich so noch nie gehabt, dieses Mitgefühl für Dortmunder. Habe ich aber gehabt. Also sie hätten es auf jeden Fall verdient gehabt, aber Fußball geht es nie darum, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, was du verdienst. Nimm nur unsere Finalspiele, ne?
Toni Kroos ist das perfekte Beispiel, dass Spieler, Trainer zu einem Verein richtig passen müssen. Und es gibt es x-mal, dass ein Spieler bei Verein X nicht funktioniert, bei einem anderen Verein glänzt. Ja, aber ich glaube, gerade auf den Bezug von Toni Kroos hing es, glaube ich, davon auch ab, ja, ob man ihn will, ob man ihm das Vertrauen gibt und ob man ihn schätzt. So, und das haben wir alles nicht getan. Ja, und das muss man ja ganz klar so sagen. Das haben wir als Verein einfach nicht getan. Und Real Madrid hat das ja dann anscheinend getan. Ja, und dann hat der Spieler sich ja dahin entwickelt, wo er hingekommen ist. So. Von Hernandez fand sie undankbar? Ja. Ich nicht eigentlich. Ich fand das völlig okay, dass er gegangen ist. Am Ende konntest du eher froh sein, dass du Hernandez noch für das Geld losgeworden bist bei seinen ständigen Verletzungen. Ja, das fand ich halt auch ein bisschen lächerlich, ne? Um da mal kurz drauf einzugehen mit dem Winnie, also. Weiß ich nicht. Eine Schwalbe ist eine Schwalbe, nur weil die Schwalbe nicht am 16er oder im 16er ist, kannst du ihm noch eine gelbe Karte geben. Ja? Also die Aussagen habe ich auch nicht verstanden. Vor allem dann war er noch überlegen, markiere ich jetzt richtig? Schreine, roll noch mal und dann hat das doch nur halb gemacht und keine Ahnung, jetzt musst du halt gelb geben einfach. Keine Ahnung, ich habe Podcast nie gehört von Kroos, ich habe immer nur irgendwelche Überschriften gelesen, weil ich kann mir den menschlich einfach nicht geben. Sehr gut, Ambo. Ich würde mich freuen, wenn Harry Kane als Kapitän beim Finale da oben den Pokal in den Nachthimmel reckt. Träumen darf man ja wohl. Darfst du. Ich träume da mit dir. Thomas, nochmal vielen lieben Dank für den Fünfer. Finale da oben wird es nicht geben. Auch mal abwarten. Ja, also, nee. Ich glaube, Kroos und Alaba traten zum Schluss bei uns nur noch auf der Stelle und brauchten einen Wechsel, um sich weiterzuentwickeln. Also, Kroos brauchte auf jeden Fall den Wechsel, um sich weiterzuentwickeln. Gehe ich 100% mit, habe ich ja gerade schon gesagt, weil er bei uns einfach nicht diesen Rückhalt bekommen hat, um sich halt weiterzuentwickeln. Alaba sehe ich gar nicht so. Also ich glaube, in Alaba musste sich nicht mehr weiterentwickeln. Sorry, gehe ich nicht mit. Und ich glaube, auch ein Alaba wollte eigentlich gar nicht wechseln. Ne? Aber das Thema, da ist so viel Schnee drauf. Toni war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der Verein hat ihm Vertrauen gegeben. Ja, ganz genau. Ja. Hast du 100%? Gehe ich 100% mit? Optimus. Ja. Und das ist auch deswegen. Ne, deswegen verstehe ich halt auch nicht. Ich glaube, das ist so was bei vielen ist, dass die verwechseln. Du kannst das ja beim Alaba sagen. Ja, da kannst du das sagen. Aber Kroos hat ja nicht gesagt, ich möchte weg vom FC Bayern. Ne? Er wurde einfach nicht wertgeschätzt. So, und man hat sich nicht bemüht, dass man sagt, ja, Toni Kroos ist ein Spieler in der Zentrale der Zukunft für uns und wir halten an ihm fest. So, das hat man halt nicht getan. So, und dann ist er halt nach Real Madrid gegangen und dann ist, glaube ich, irgendwie der Neid, die Missgunst von vielen Bayern-Fans, die dann sehen, oh, da hat er 6-mal die Champions League gewonnen, bla, Sülz. So, keine Ahnung. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ach, ich glaube schon, dass der Toni nochmal richtig rausballern wird bei der EM. So ist sein letztes großes Turnier, danach wird er die Karriere beenden, oder nicht? Und Kompanie eine sehr gute Entscheidung ist, werden wir hoffentlich bald sehen. Der Kanal ist der beste. Das wäre schön. Ne? Aber vielen lieben Dank. Naja, aber was soll das jetzt ändern nach der EM? Wie gesagt, wird er jetzt so ein wichtiger Faktor sein, wie Schweini war? So, dann kannst du ihn groß nochmal ein Podest höher heben. Aber ansonsten, dass wir jetzt in der Vorrunde ausscheiden würden, also das wird ja jetzt nichts an der Karriere von Toni Kroos ändern, oder? Was hältst du von dem neuen Champions League Turnier? Das weiß ich noch nicht. Ich kann mir das noch schwer vorstellen mit dieser, ich ja schon mal gesagt, in einer Tabelle und du spielst gegen 8 Mannschaften. Also es ist schön, dass du gegen 7 oder 8, ich weiß gerade gar nicht, 7 oder 8 Mannschaften spielst, unterschiedliche, nicht zweimal gegen dieselbe in der Vorrunde, das finde ich cool, ja, das ist schon ganz geil. Aber wie dann diese Tabelle da, das weiß ich nicht. Da muss ich gucken, ob ich mich da irgendwie, weil es schwierig finde, du hast ja eine Tabelle von, was weiß ich, 24 Mannschaften, spielst aber nur gegen 7 oder 8 von diesen Mannschaften, bist aber trotzdem mit allen in einer Tabelle. So. Es kann also sein, der auf Platz 1 ist, hat gegen 8 andere Mannschaften gespielt, wie der auf Platz 2 ist. Finde ich ein bisschen schwierig, das miteinander zu vergleichen irgendwie. Aber vielleicht auch nur Kopfsache. Ne, müssen wir halt mal sehen, wie es so ist. Wie es mir geht, Sebastian? Mir geht's Bombe. Hoffe dir auch. Marc, da hast du vollkommen recht. 11 Freunde sind wir schon lange nicht mehr auf dem Feld. Ja, und Thiago war natürlich ein großer Verlust. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Wie sehr würdest du dir die Zeit mit Tuchel zurückwünschen? Gar nicht, Andi. Einfach gar nicht. 4 Heim, 4 Auswärtsspiele, okay. Gut, Sebastian, das ist gut. Naja, Pavlovic müssen wir unbedingt halten. Wo soll denn im Raum stehen, dass er nicht beim FC Bayern sein möchte? Also guck dir mal ein paar Sachen vom FC Bayern an. Ja. Guck dir nur die neue Folge von World Squad an, wo ein Pavlo drin ist und sagt, wie stolz man sein muss, das Logo zu tragen auf der Brust. Also ich glaube, da musst du dir aber mal so gar keine Sorgen machen, dass da nur ansatzweise irgendwas passieren würde, dass man Pavlovic in Frage stellt oder nicht halten möchte oder sonst was. Ja, wie gesagt, ist halt noch ein bisschen langweiliger, ne? Mit den Setzlisten in der neuen Champions League, das ist mir auch klar, ja. Dass halt dann der Erste und der Zweite erst im Finale aufeinandertreffen können und bla und Sülz und da, erst und Zweite da, dann im Turnierbaum 3 und 4 da und ja, hier. Ich hatte eigentlich eine Reaction gemacht zu der Doku zu dem 74er Pokalsieg im Landesmeister, die du auf FC Bayern Kanal angucken kannst. Kannst du natürlich nicht drauf reacten, ist direkt gesperrt, müsste ich irgendwie 10 Minuten rausschneiden, weil da Spielszenen von früher drin sind, woran die Champions League, die heutige Champions League, die Rechte dran hat und konnte ich halt nicht veröffentlichen. Da habe ich das halt gesagt, dass das noch ein anderes Feeling hatte. Ja, der Europacup, der Landesmeister. So, da waren nur Meister drin, du warst dann der Beste
der Besten. So. Hin- und Rückspiel, Auslosung, bumm, keine Gruppenphase, kein nix, super geil. Ja. So, jetzt die neue Champions League. Ja, wo geht's hin? Sie geht dahin, dass du sehr wahrscheinlich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer die 8 gleichen Mannschaften im Viertelfinale sehen wirst. Vielleicht mal mit 1, 2 Ausnahmen. So, da geht's hin. Ja. Und das geht nur darum, damit sich die Großen halt nicht schon vorher raushauen. Oder wie es jetzt auch mal war, eine starke Gruppe, ja. So, und irgendein Favorit hat mal 2 Spiele geschwächelt und ist nur Dritter geworden und ist in die Europa League runter. So. Und das alles verhinderst du jetzt. Ja. Durch diese neue Gruppenphase und dann diesen Turnierbau. All das verhinderst du. Du verhinderst, dass die starken oder die stärksten Mannschaften sehr, sehr spät nur noch aufeinandertreffen. So. Und warum macht man das? Hier. Damit noch mehr Geld fließt von Fernsehrechten und bla. Ja. Und das ist schade. Ne? Was denkst du, gewinnt die EM? Ich habe keine Ahnung, Erik. Ich bin absolut nicht im Thema Nationalmannschaften drin. Aber wirklich so gar nicht. Ja? So wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, ob die Österreicher vielleicht eine Überraschung schaffen können, irgendwie, dass sie weit kommen oder so. Keine Ahnung. Das ist das Schöne. Ja? Für mich ist das einfach mal Fußball gucken und Kopf ausschalten, glaube ich. So werde ich die EM angehen. Guck mir einfach ein paar Spiele an, hoffe, ich sehe ein bisschen schönen Fußball. So gehe ich die EM an. So, ich habe keine Ahnung, wer da Favorit ist. Klar, die Austragungsnationalmannschaft ist immer mit Favorit. Dazu haben wir eine ganz gute Mannschaft, haben einen ganz guten Coach da stehen. Wenn das eine Einheit wird im Laufe des Turniers, kann da was gehen. Aber alles andere kann ich null einschätzen. Wie gesagt, Nationalmannschaft habe ich seit Jahren nicht mehr verfolgt. Und somit auch keine anderen Nationen. Bratzo und Kahn dachten sich, man könnte Thiago und Martinez mit Kimmich und Goretzka ersetzen. Weiß ich nicht, ob sie es dachten. Ja, wenn was, hat falsch gedacht. Ne? Baum muss hinaus. Hello, hello, wie geht's? Wie steht's? Ganz gut. Und bei dir? Wie viel Geld kriegt Kompanie, wenn er das Triple holt? Ich glaube, dass ihn das ein Scheißdreck interessiert, wie viel Geld er kriegt. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, dass ihm das scheißegal ist. Never change a running system. Ja gut, aber Champions League war ja vorher auch schon irgendwie. No. Aber ja, es geht natürlich nur um die Kohle, um nichts anderes. Ja, Pokal der Landesmeister. Ja. Das waren halt Meister gegeneinander, nichts anderes. Die neue Champions League kann es dann auch eine Superliga machen, würde ich besser finden. Ja, ist ja im Grunde genommen der Weg dahin, oder? Ist doch im Grunde genommen der Weg dahin. Die großen Teams werden größer und die kleinen kleiner durch die Champions League. Ja, aber dass die Schere immer weiter auseinander geht, brauchen wir auch nicht drüber reden, ne? Das ist ja generell schon, seitdem es die Champions League gibt. Ja. Und ja, natürlich. Das wird noch extremer werden. Mehr Geld heißt mehr Geld für die Vereine, die weiterkommen. Die großen Vereine sind gesetzt, werden es noch leichter haben, um weit zu kommen und so weiter. Du musst dann schon wirklich sportlich überraschen. Ne? Aber das ist ja auch das Schöne im Fußball. Wir sehen ja, dass das trotzdem noch geht. Ne? Das ist ja das Schöne. Nimm zum Beispiel alleine den VfB Stuttgart diese Saison. Ja, also. Können aber schon das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Ich konnte mich halt irgendwann einfach nicht mehr, das ist genau wie beim FC Bayern. Ja, ich konnte mich nicht mehr mit der Nationalmannschaft identifizieren. Ja. Es war derselbe Hickhack, so wir müssen einen Umbruch machen. Ja, wir machen Umbruch. Wir verabschieden Müller, wir verabschieden Hummels, wir verabschieden den, wir Groß, den. Die verabschieden wir alle. Dann so ein Jahr später, also erstmal holen wir dann 80 Spieler, die ganze Saison über mal spielen dürfen, mal ein Spiel.
unterm Jogi Löw, weiß nicht, wie viele Spieler der ausprobiert hat. Das Ende vom Lied, wir holen alle wieder zurück. Ja, man hat es auch da nie geschafft, einen Umbruch zu gestalten. Nie. Niemand, es gab keinen, der sich da hingesetzt hat, die Eier hatte zu sagen, alles klar, komm, wir nehmen es jetzt in Kauf, wie andere Nationen auch. Ja, wir haben jetzt mal 1-2 Jahre eine Durststrecke, dafür bauen wir jetzt ein neues Team auf mit neuen, frischen Gesichtern, neuen Spielern. Vor allen Dingen auch mit Spielern, wo du merkst, die sind stolz darauf, für dieses Land zu spielen. Wo hast du das? Ich habe das Gefühl nicht mehr gehabt. Das habe ja letztens noch drüber diskutiert. Das Gefühl, was ich habe, wenn ich mir Nationalmannschaft gucke, oh ja, die Leute laufen da rum, ja, ich bin der Manuel Neuer, ja, wir handeln jetzt erstmal die Prämien aus, wenn wir ins Halbfinale kommen, kriegen wir 500.000, wenn wir ins Finale und wenn wir Titel gewinnen, kriegt jeder 1 Million. Das hat für mich nichts mehr mit Nationalmannschaft zu tun. Sorry. Das sind Spieler, die in ihren Vereinen bei uns schon 20 Millionen verdienen. Und die setzen sich vor so einem Turnier dahin. Mannschaftsrat, ja, wir sprechen jetzt mal mit dem DFB. Ja, also 700.000 müssen wir aber schon Minimum kriegen, wenn wir die Gruppenphase überstehen und so eine Scheiße. Da kriege ich einfach einen Kackreiz, Leute. Das hat doch nichts mehr mit nationalmannschaftlichen Fußball zu tun. Gar nichts. Null. Die Spieler müssen froh sein, dass sie nominiert werden. Und die sollten keinerlei Prämien kriegen oder sonst irgendwas. Nichts. Null. Die sollen froh sein, dass sie für Deutschland spielen dürfen. Ja, dass sie sich auf so einer großen Bühne zeigen dürfen. Dass sie die Chance haben, in ihrer Scheißkarriere zu sagen, wow, ich habe die Chance, Europameister oder Weltmeister zu werden. Es gibt nichts Größeres, als Weltmeister zu werden. Ich habe die Chance dafür und nicht, oh ja, ich werde Weltmeister und ziehe mir noch 1 Mille rein von dem Verband. Alter, da kriege ich einen Kackreiz. Dasselbe der Trainer mit dem Nagelsmann, genau dasselbe. Der darf auch kein Geld kassieren. Die können von mir aus eine Aufwandsentschädigung bekommen, dass sie sich die Kohle an der Bar leisten können, was auch schon ein Witz ist bei den Multimillionären, die in der Nationalmannschaft rumlaufen. Kannst du mir nicht mehr angucken. Ich kann es mir nicht mehr angucken, diese Scheiße. Und dazu wurde ein Leistungsprinzip gab es da auch nicht, wie beim FC Bayern. Es gab kein Leistungsprinzip in der Nationalmannschaft. Ja, das ist das Schöne jetzt am Nagelsmann, der da wieder ein bisschen hingeht wenigstens. So, ja. Der hat sagt, ja komm hier, du hast bei Stuttgart gut gespielt, eine gute Saison, es steht jetzt eine EM an. Ja, wir leben im Jetzt und Hier, Leute. Nochmal, wir sind wieder beim Leistungssportthema, ja? So, wenn man eine gute Saison gespielt hat, es steht jetzt eine EM an, ja, dann lade ich den Spieler ein, wenn er berechtigt ist, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Punkt. Und nicht, oh ja, der ist ja super verdient, weil er die letzten 10 Jahre in der Nationalmannschaft rumgedümpelt hat, Alter. Nee, eben nicht. Feierabend. Da hat ihm die ganze Nationalmannschaft mich verloren. Und dann nochmal davon abgesehen, dass du dir noch nicht mal als Normalsterblicher eine Eintrittskarte leisten kannst, wenn es ein Spiel ist, Deutschland gegen Luxemburg, Alter. Da wollen die so viel Geld von dir, da musst du deine Niere verkaufen, damit du ins Stadion gehen kannst. Und du wundern sich dann, dass keine Stimmung im Land ist und dass keine Stimmung mehr in der Nationalmannschaft ist. Ja. Über die ganze Thema Katar fange ich jetzt gar nicht erst an, wa? Dann artet das hier ganz aus. Da hat die Nationalmannschaft mich dann endgültig komplett verloren. So ein Ding. Und ja klar, ich gucke mir die an, die EM, die Vorrundenspiele. Wie gesagt, ich mag einen Nagelsmann, ja. Ich mag einen Nagelsmann Fußball. Ich hoffe, dass ich da guten Fußball sehe. Ich hoffe, dass ich aber dann auch die Spieler sehe, die die beste Form haben, ja. Und nicht, dass ich dann da einen Sané rumdümpeln sehe, der sich kaum bewegen kann, nur weil er liebe Sané heißt. Und wenn ich das alles sehe, ja, na klar. Ich habe früher gerne Nationalmannschaft geguckt, aber die Nationalmannschaft hat sich dann entwickelt. Es war eine Katastrophe die letzten Jahre, aus meiner Sicht. Ja? Aber ich werde nicht nur die deutsche Nationalmannschaft gucken, ich werde mir auch das ein oder andere Spiel angucken. WM ohne Südamerika. Naja, ich weiß nicht so, der eine oder andere afrikanische Nation ist ja auch nicht ganz so schlecht, oder? Wir kommen langsam ins amerikanische System. Ja, na klar. Ja. Weil Fußball ist, wir müssen uns halt verabschieden von der Romantik. Ja. Fußball ist nur noch ein Geschäft.
Nee, ich gucke kein Fernsehen. Ich kann dir da nichts zu sagen, Sammy. Länderspiele sind eine Ehre. Ja, sollten eine Ehre sein, ja. Ganz genau. Aber sind sie doch für viele Spieler nicht mehr. Ja. Guck mal, deswegen war doch so ein Günther von Freiburg damals, wo er das erste Mal nominiert war. Da war ich noch so ein bisschen drin. So, den hast du doch gemerkt, Alter. Der war einfach... Meinst du, den hat interessiert, ob er irgendwelche Prämien bekommt? Der wäre zu Fuß gelaufen, Alter, zur Nationalmannschaft. Da hast du gemerkt, Alter, ja. Für den war es noch eine Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen. Alle anderen, die zu der Zeit da waren, gab es gar nicht mehr dieses Gefühl. Ne? Aber das ist vielleicht auch wieder so ein Generationsding, ne? Wo wir wieder sind, wie alt man ist. Früher war das halt einfach so. Ne? Früher hat kein Spieler daran gedacht, wie viel Geld er verdient. Er war einfach froh, für sein Land spielen zu dürfen, Alter, und sich auf dieser Bühne zu zeigen. Ne? Ja, eben. Sollte genug Motivation sein. Und nochmal, es sollte genug Motivation sein, dass du überhaupt die Chance hast, Weltmeister oder Europameister werden zu können. Wie viele Fußballer haben denn diese Chance in ihrer Karriere? Ne? Allein das müsste doch schon reichen. Und nicht noch irgendwie da dem Verband die letzte Kohle aus dem Arsch ziehen, Alter. Obwohl das alles Multimillionäre schon sind. Das ist das Traurige einfach. Ja, Marc, das ist auch die perfekte Einstellung eigentlich. Dann hast du auf jeden Fall weniger Stress oder so. Zeiten haben sich halt geändert im Fußball, ja, ist halt so. Ja. Deswegen sage ich ja, ich bin halt zu alt vielleicht auch einfach dafür. Vielleicht bin ich da auch einfach stehen geblieben, weißt du? So, was wir so den Uli Hoeneß vorwerfen und so. Vielleicht bin ich da in der Zeit stehen geblieben. Dass ich das so sehe, dass es halt eine Ehre sein sollte. Dass man die Chance hat, um so einen Titel zu spielen. So. Ja, wir werden sehen. Also der Kader ist ja auf jeden Fall, hat er auf jeden Fall eine Menge Potenzial, oder? Den Deutschland hat. Also ich denke, da ist eine Menge Potenzial drin. Bin sehr gespannt, ja. Bin also sehr gespannt, wen er als Stürmer aufbietet. Mit dem Havertz kann ich persönlich wenig anfangen, aber vielleicht belehrt er mich ja auch eines Besseren. Ich würde mir so ein Undav könnte ich mir da schon gut vorstellen vorne drin. Füllkrug bin ich jetzt auch nicht so der Typ für. Aber wie gesagt, ich kann da relativ wenig zu sagen zur Nationalmannschaft. Sammy. Ja, gut, das sieht ja auch jeder anders, ne? Ist auch gut so. Ist das bei allen anderen Nationen besser? Das weiß ich nicht, Kai. Das ist mir aber auch egal. Ja, ich bin halt kein Franzose oder Österreicher. Ich kann das da nicht beurteilen. So. Ich bin Deutscher, bin daher, ist für mich die deutsche Nationalmannschaft das Thema und das kann ich beurteilen. So, und mehr nicht. Ich weiß nicht, wie das in Frankreich oder sonst wo ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das in vielen, vielleicht bin ich da auch naiv, ja. Ich glaube aber nicht, dass das in vielen Nationen so ist, dass man ja, oh ja, wir sind jetzt in der Vorbereitung, wir sind im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft. So, jetzt berät sich erstmal der Mannschaftsrat. Der Mannschaftsrat geht dann zum Bierhof war es noch, jetzt zum Völler und verhandelt dann die Prämien für das kommende Turnier. Alter, da fällt mir nichts zu ein, Leute. Ja? Wenn man wenigstens dann sagen würde, pass mal auf. Ja? Wir verhandeln die Prämien, um sie dann für was weiß ich zu spenden. Irgendwelche Fußballzwecke. Würde ich ja noch sagen, okay, do it. Ja? Aber doch nicht, um sich noch privat, wenn man Multimillionär ist, da noch die Tasche zu füllen. Also, sorry.
Kann ich nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein. Und ob das bei anderen Nationen auch der Fall ist, weiß ich halt nicht. Nee, Sammy, kann ich dir nichts zu sagen, Leute. Genau, ich hoffe auch einfach, dass ich ein bisschen schönen Fußball sehe. Ich habe diese Saison so viel schlechten Fußball gesehen. Da hoffe ich einfach, dass ich ein bisschen schönen Fußball sehe. Mich hat DFB schon mit den Absägen von Olli damals einen Knacks bekommen und das Löw-Ding hat mir den Rest gegeben. Diese aggressive Vermarktung. Ja, das war halt auch schon wild, ne? Aber gut, da kann der DFB ja nichts für. Das war ja so Cleansy sein Ding. Das dann Olli da abgesägt hat. Ja, habe ich natürlich auch nicht gefeiert. Wa? Also Olli war für mich so Idol zu der Zeit und dann kommt da der komplett vernagelte, was er ja auch gerade wieder unter Beweis stellt, wenn man so mitkriegt, was er so für die Klöpper macht, der Lehmann ins Tor, Alto Berdi. Konnte ich halt auch nicht, habe ich auch nicht gerafft in meinem Kopf. Aber da hat dann wahrscheinlich auch so das Bayernherz gesprochen, ne? Aber ja, da fing das schon an, ja. Fühl ich den Take. Naja, habt ihr bei Bayern alles gewinnen können, sollen, müssen? Ja. Und das war der Anspruch die letzten Jahre. Ich glaube, wir würden aber alle gut daran tun, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, so wie es auch in der PK kommuniziert wurde, lass uns mal die Grundtugenden erstmal wieder hinkriegen. Lass uns mal eine Mannschaft auf dem Platz haben. Lass uns mal eine Mannschaft auf dem Platz haben, wo man merkt, die spielt hierfür. Ja, hierfür spielt die. Und nicht für das Geld, was überwiesen wird. Und dann kommt der Rest von alleine. Ja, und dann kannst du natürlich irgendwann auch wieder anfangen, Sachen zu können, sollen oder müssen. Ja, was Erfolg angeht. Aber ohne diese Sachen, die wir in den letzten Jahren einfach verloren haben, geht's halt nicht. Das haben wir ja auch gezeigt. Ja. Gut. Das ist doch ein schönes Ende, oder? Haben wir noch einen kurzen Nationalmannschaftstake gemacht? Ja. Das ist ein gutes Ende, Leute. 7:45, sehr gut. Nee, Nagelsmann ist auch kein schlechter Trainer. Leute, ich bedanke mich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Ja, wir gucken mal, was so die Woche über passiert. Ansonsten, ich werde mit Sicherheit, wenn EM ist, werden wir mit Sicherheit auch mal einen Stream anwerfen. Nach den deutschen Spielen, den Montag dann. Keine Frage. Ansonsten, jetzt in der Zwischenzeit muss ich mal gucken. Ja, wenn das immer darin ausartet, dass wir hier nur irgendwelche Schlagzeilen von irgendwelchen Zeitungen und irgendwelche Dinger da diskutieren, dann lohnt sich das nicht, in Stream zu machen. Das werden wir sehen. Ich meine, wir haben die Kurve ja noch gekriegt mit so ein paar Themen, Toni Kroos-Thema, auch wenn es ein bisschen gespalten war und Nationalmannschaftsthema so ein bisschen angerissen. Das fand ich ganz gut. Vorher da, wie gesagt, diese ganzen Spekulationen. Da bin ich der verkehrte Typ für, Leute. Man müsste ja leider irgendwo anders gucken. Ja, das ist nicht meine Welt, über irgendwelche Sachen zu philosophieren, zu diskutieren, die absolut keiner Grundlage entsprechen. Wenn ein Spieler verpflichtet wird, können wir gerne über diesen Spieler diskutieren, uns den Spieler anschauen. Alles andere, was vorher ist, nee, da bin ich der verkehrte Mensch einfach für. Deswegen gibt es ja auf meinem Kanal auch keine Ahnung, was können wir verpflichten, was brauchen wir, Blasös-Videos. Gut, wollte ich nur noch mal gesagt haben. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Und wir schauen mal, ob wir uns nächsten Montag sehen. Ansonsten schaut halt einfach ab und an auf dem Kanal. Gibt mit Sicherheit das eine oder andere Video. In diesem Sinne. Tschüssi. Mara. Ciao. Ciao.